Leck, irgendwer hat Wingardium Leviosa auf dem angewendet. Wer war, Wifi? Bist du da irgendwo? Also, das war aber danke, dass du jetzt so gefallen hast. Danke für deine Unterstützung. Freut mich. Sehr gut. Oh, da ist Kraut. Oh, ich hab mich noch nie so über Gras gefreut. Ja. Jetzt schleicht die halt einmal. Ha? Das gibt's doch nicht. Oh ja, da geht's zu. Die haben noch keine LED-Birndeln, habe ich. Da schon Röhrenbirndeln haben die noch. Das ist nicht zeitgemäß. Der Robert Habeck, da sind. Na, da, pass auf, wenn ich schicke dann Habeck vorbei, dann hat er sich gleich ausgegeistert. Dann hast du erst ein Gespenst in deiner Bude. War ein ziemlich cooler Arc, definitiv. Oh, jetzt kommt die blöde Fotze von hinten. Möchtest du eigentlich. Oh Gott, das ist jetzt zweifelhaft da. Ich hab's. Nein, leider, ich hab's nicht so gemacht, wie ich es gesagt habe, okay? Halt sein Bittchen zurück. Kurze Frage. Das Arkham Asylum, ist das ein Hochsicherheitsgefängnis oder einfach eine Irrenanstalt? Oder beides? Es ist immer wieder schön, auf meine kleine Hacienda zurückzukehren. Hochsicherheits-Irrenanstalt. Okay, ein Kombi aus beidem, na toll. Der deutsche Bundestag quasi. Was ist jetzt mit dir, Maral? Schirm ein Nümmerchen oder? Okay, sie ist offensichtlich nicht begeistert, wenn ich mit ihr ein Nümmerchen schirme her. Mats, chill dein Bandscheiben. Ja? Ja, das ist jetzt unser Headset. Warum hörst du da nichts? Ich verstehe die Frage nicht. Und warum hast du so viel Haar auf deinem Dödel? Noch nicht! Das meine ich ernst! Ja, ist schon gut. Hey, kannst du mir bitte nicht den Stick Gold Tee schauen? Das war ganz zauberhaft von dir. Mats, reiß dich zusammen. Es sind Zuschauer anwesend. Ist mir wurscht, ob die anwesend sind. Ist schon gut. Der Legolas schießt dem Elch aus 5 Kilometer Entfernung mit einem Arm auf dem Rücken gebunden, einen stumpfen Pfeil mit einer durchhängenden Bogensehne ins Arschloch rein. Und zwar genau ins Arschloch. Ja? Der hat den Skill dazu. Ja? Und schaut dabei noch gut aus, richtig. Warum, aber was ist mit ihm eigentlich verkehrt? Hat er irgendeine Störung, hat er irgendeinen Knick in der Matrix? Oder warum läuft der gegen sein Gitter? Ich verstehe die Frage nicht. Da haben wir wieder beim Thema. Durch den Helm, da siehst du keinen Meter durchgesogen Kibius ist. Das kann nicht anders sein. Das gibt's nicht. So blind kann kein Mensch nicht sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie ich drauf komme, aber ich glaube, die haben so einen Dödel angeschnitten. Ne? Das schaut nicht ordnungsgemäß aus, was du da hast. Ne? Ich meine, du wirst mich jetzt gleich umbringen, aber ich wollte einfach nur mal eine Frage stellen. Ne? So ganz freundlich. Aber das Eis ein wenig brecher. Verstehst du, wie ich meine? Dieses Pokémon fühlt sich glatt und feucht an. Ja, seh! Das Salz ist stark in dir, mein Freund. Das haben wir sofort reagiert. Schwarze in Elefantentanga und Nippelsternen. Let's go sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Bazi in Elefantentanga und Nippelsternen. Jetzt wird's aber schon extrem. Also, ihr sollt nicht die Viewer einen Kopf bumsen mit deinen. Also, so ein Unrealismus. Jetzt mach nicht dir zur Grütze fix, ich red mit meinem Chat, du hast jetzt Pause. Zupfte. Ja, ist mir wurscht, scheiß auf Gegnerpräsenz. Okay, scheiß doch nicht auf Gegnerpräsenz. Okay, das war... Okay, da sollte man vielleicht nicht blindlings reinrennen. Ich war noch so jung. Du blöde Sau, du blöde. Die ist zwar von den Stats her ein bisschen schwächer wie die, wo wir gerade gehabt haben, aber die schaut halt dafür auch um 5 Punkte besser aus, gell? Also da kannst du jetzt wirklich gar nichts sagen. Ich mag das nicht mehr. Mehr Fashion ist mehr gut. Scheiß auf Stats, Hauptsache man schaut geil aus. Ist die oberste Devise in einem Soulspiel. Du bist es ist erwiesen, dass du automatisch schlechter spielst, wenn du scheiße ausschaust. Hier ist die bläde Sau, die bläde Kappa. Ja, was? Na, was sei, warum denn?
Mr. Sai Ching, warum machst du schon wieder so ein Gaudi-Nuller, Herrgottsfrier? Mr. Sai, vielen lieben herzlichen Dank für dein Resub im 30. Monat auf Stufe 3. Stufe 3, meine ich, bis jetzt im 2. Ich weiß nicht, was denkst du denn da dabei? Ich verstehe die Frage ehrlich gesagt jetzt nicht. Verstehe ich nicht. Vielen lieben Dank für deinen Support. Dankeschön. Natürlich weiterhin willkommen in der verschärften Bazi-Gang, so quasi. Tier 3 ist dieser verschärfte Bazi-Gang. Ich glaube, das ist auf alle Fälle verschärfte Bazi-Gang. Verschärfte Bazi-Gang Plus. Oder Premium. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Merci dir, Alter. Price habe ich dir und King of Barbecue habe ich dir. Grüß euch gut. Wie geht's euch? Ich wünsche euch alle einen schönen Sonntag, Nachmittag. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende gehabt bisher. Wenn aller Herrgottsfrier habe ich gesagt, ich hab's gesagt im Voraus, ich verstehe. Was, du hast 6 Monate im Voraus auf Stufe 3, oder was? Wann ist mir das beim letzten Mal ehrlich ausgegangen, oder was? Du möchtest mir jetzt bitte nicht sagen, dass du 6 Monate im Voraus auf Tier 3 abonniert hast. Please don't. Tier 3 ist das Finanzamt Spezial. Ja, stimmt, das ist das Finanzamt Spezial. Bazi Gang Financial Break oder irgendwie sowas. Wann schon, dann schon. Du bist so ein Vollgas-Narischer, da muss ich mich jetzt an der Stelle sofort bei dir entschuldigen, weil das hast beim Comeback-Stream, glaube ich, hast du das erste Mal auf Tier 3 gesagt und das ist mir wohl dann untergegangen, dass du das in 6-monatiger Vorauszahlung gemacht hast. I'm sorry, das habe ich im Eifer des Gefechts wohl nicht gesehen, aber da an dem Tag ist ein bisschen krass zugegangen, was Resubscriptions angeht. Ich glaube, die meisten von euch waren da, die haben das mitgekriegt. Also es tut mir leid, dass ich es da überlesen habe, aber an der Stelle nochmal ein riesen dickes, fettes Dankeschön. An der Stelle, für den krassen Support. Aber das hätte es wirklich nicht gebraucht. Es klang nicht, wenn man normal sappt, ja, ist ja das schon viel, aber 6 Monate im Voraus bei Tier 3, das ist schon... Was kostet Tier 3 Sub? 18 Euro? 16 Euro? Ich weiß nicht genau. Mein Jassi hat die 4 Monate nicht gemerkt. Quasi, achso, ja, ich verstehe. Ja, trotzdem, aber das ist... Mir als Streamer sollte das auffallen, wenn jemand im Voraus abonniert. Der Spotty, glaube ich, hat das auch mitgemacht und der Mike auch, wenn man nicht Österreich ist. Da spart man Geld, wenn man im Voraus sappt. Du kriegst da von Twitch quasi einen kleinen Rabatt, wenn du im Voraus quasi... Okay, ja. Es ist jetzt die Frage, auf was für eine Masche das gewachsen ist. Ist das eine Masche für Streamer oder eine Masche für Twitch? Ich vermute mal eher Zweiteres. Am Ende des Tages profitieren wahrscheinlich beide davon irgendwie auf irgendeine Art und Weise, aber 6 Monate ist halt schon heavy. 6 Monate Tier 3. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht aus dem Stegreif, was der Tier 3 abkostet, aber ich schätze mir irgendwas zwischen 15 und 20 Euro. Vermute jetzt mal. Keine Ahnung. Darfst mir bitte nicht festnageln, weil ich es nicht weiß, hundertprozentig. Ein normales kostet 20 Euro und 16,99, wenn es den Boah, ich bin so bescheuert. Jetzt überlegt er das einmal. Jetzt, wenn das sei, sagen wir mal freundlich 17 Euro und das mal 6 und das im Voraus. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, kann ich dir gerade sagen. An Mr. Sai Ching und. Ja, an mich quasi. ich weiß nicht, was ich da dazu sagen soll. Ich sag's euch ganz ehrlich. Circa ein 100er. Ja, ein 100er, den du den Deppen im Internet einfach mal in den Arsch geschoben hast. Du bist so ein Narischer. Gib halt das. Weißt, das ist ja an und für sich, mich freut es ja narisch, um Gottes Willen. Aber wartest du fast nicht gescheiter, wenn du hättest da für 100 Euro irgendwie einen Merch-Artikel gekauft, weil du hättest länger was davon, so auf die Art. Weißt, verstehst du, wie ich meine? Du hättest da, keine Ahnung, einen schönen Hoodie kaufen können, da hättest du sogar 2 gekriegt dafür, weil der einer kostet 45, wenn man nicht alles täuscht. By the way, die Preise mache nicht ich mache Get-Shirts, falls die Frage kommt. Aber, ja. Nein! Ja gut, Price, dir brauche ich es eh gar nicht erzählen, weil, weiß ich, der Hype-Train-Beauftragte per se, wem sage ich das? Wem sage ich das? Was habe ich nicht gemeint? Aber Emotes. Ja gut, Emotes, die kriegst du halt aber auch beim Tier 1 Sub. Und mache ich sogar kostenlos, wenn du es followst. Obwohl ich da auch mit drüber richten müsste. Tatsächlich. Also über ein paar wenige tatsächlich, aber ja. Ich komme momentan noch nicht so ganz dazu. Aber naja, kommt Zeit, kommt Rat, da ich fast behaupten. Naja. Aber lange Rede, kurzer Sinn, vielen Dank für den Support. Vielen lieben Dank an der Stelle. Kann ich nur sehr, sehr stark appreciaten. Nach über 3 Jahren Twitch. So. Hätte man halt auch nicht gedacht. Nach 3 Jahren, dass es noch Leute gibt, die sich den Schmarrn da antun.
und sich das anschauen. Jetzt wollen wir schon schauen, ob ich das gebacken kriege, weil die Nachricht, die wo ich da ganz oben eingerotzt habe, die ist nicht gegangen. Jetzt schau ich mal, ob das da geht, dass ich das da anheften kann. Anheften nicht möglich, warum kann ich das nicht anheften? Ich verstehe das jetzt. Sei, kannst du mir versuchen, die Nachricht, die ich geschrieben habe, zum Anheften, geht das irgendwie? Ich weiß nicht, ich kann das irgendwie nicht. Bei mir steht da gnadenlos dort Anheften nicht möglich. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Aber ich weise jetzt schon mal drauf hin. Ich werde dann in der Mitte vom Stream wahrscheinlich noch mit drauf hinweisen und am Ende des Streams noch mit drauf hinweisen. Es läuft aktuell noch eine Spieleabstimmung bei mir auf dem Discord-Server. Ja? Wir haben die paar wenigen werden es mitgekriegt haben. Wir werden Hollow Knight abbrechen oder habe ich abgebrochen. Es ist einfach doch nicht so das meine, wie ich das gedacht habe. Und beim letzten Mal ist zum Schluss ein ziemlich salziger Gehalt da vorhanden gewesen. Deswegen wird Hollow Knight abgebrochen. Dafür rückt aber ein Herr der Ringe-Spiel nach. Und welches genau nachrückt, das dürft ihr in meinem Discord-Server abstimmen. Ihr dürft für alle genannten Spiele eine Stimme abgeben. Aktuell, wenn mich nicht alles täuscht, führt Herr der Ringe die Eroberung. Dicht dahinter gefolgt ist Mittelerde Schatten des Krieges, also der Nachfolger von Morderschatten. Die anderen zwei haben ein bisschen abgedroschen, werden es wahrscheinlich nicht mehr werden. Aber kommt da gerne noch auf den Discord-Server oder schaut in den Aushang rein, da steht die Ankündigung drin und dann stimmt es für Spiel ab und dann fangen wir da nächste Woche mit diesem Herr der Ringe-Spiel an. Ja? Also wer es noch nicht da hat. Für alle, die schon gestimmt haben, für die sage ich es halt jetzt umsonst, aber die müssen es halt auch anhören, das hilft halt aber nicht. Streamer haben keine Rechte in einem eigenen Stream. Ja, scheinbar. Ich bin quasi gerade eine Marionetten. Ich bin eigentlich gar nicht der Bazi, sondern eine künstliche Intelligenz geschaffen, um Bazi zu imitieren. Wahrscheinlich. Also ich hab das mal ausgerechnet, die 200 €, die ich dir in Endon anstecke, hätte ich beim Fußball versoffen, beziehungsweise hätte ich einmal im Jahr Fußballschuhe kaufen müssen. Ach ja, okay. Ja, aber ist das abwegig, wenn ich jetzt sage, lieber schenkst du es mir, bevor du es versaufst? Ich weiß nicht, ich glaube, das ist eine zweischneidige Aussage. Ich bin mir nicht sicher, ob das gut oder schlecht ist. Das kann man auch in den falschen Hals verstehen. Aber ich weiß nicht. Fußballschuhe, ja, okay. Aber trotzdem, das ist einfach ein Haufen Geld. Das ist wirklich ein Haufen Geld. Das ist ja mit den Donations genau dasselbe. Weißt du, alles bis zu einem Fünfer, das ist ja noch irgendwo in einem Bereich des Möglichen, da wo man sagt, ja, okay, komm, das geben wir ihm, oder zeige ihm einfach als, was weiß ich, als Anerkennung, dass ich es cool finde, aber alles, was darüber hinausgeht, das ist dann auch schon wieder, was da fast lieber als McDonalds kaufst, der Happy Meal. Da bist du wenigstens 3 Stunden satt davon. So auf die Art. Muss ich dann am PC machen mit Anpinnen, bin gerade am TV und am Handy. Ah ja, okay, alles klar, ja, kein Stress. Ja, ich weiß nicht, ich, wenn das Anpinnen möchte, steht dort Anpinnen nicht möglich, bitte versuche es später erneut. Ja, herzlichen Glückwunsch, da möchte ich einmal was anpinnen und dann geht's nicht. Ich selber hab das noch nie da. Torwart-Handschuhe 4 Stück im Jahr um die 400 €, also Fußball kommt man teurer als Twitch Tier 3 Sachen. 200 € für ein paar Handschuhe, sind die so teuer oder was? Jeder meint, die kosten so um 50er um. Pi mal Daumen. Gut, wahrscheinlich da gibt's auch wieder Handschuhe von bis. Sei, probier's mal mit. Das kann ich tatsächlich auch mal machen. Ja, Moment. Probier jetzt einmal. /pin. Leerzeichen. Einfügen. Ja! Was ist denn das für Behinderung? Das funktioniert. Angepinnte Zeit, ja, Moment einmal. Da gehen wir jetzt, jetzt werden wir manuell gelöst. Am Ende des Streams, ja sicher, Ende des Streams, hallo. Soll jetzt aber hoffentlich passen. Das ist komisch, weil du hast ja hinter der Nachricht, ist ja so eine Pinnadel, da kannst du draufdrücken und dann sagt er, hä, geht nicht. Jetzt habe ich es so gemacht, bis der Price gesagt hat. Geht. Twitch. Ich verstehe ihn nicht. Ist so schwer, eine funktionierende Plattform hinzubringen. Ich glaube schon. Die Slash-Befehle dribbeln die Rechte, ja. Ja, scheinbar. Die Slash-Befehle sind fucking Atomgranaten, wo Twitch-Richtlinien angeht. Keine Ahnung, ich weiß nicht. /Ban braucht man ja nicht oft. /Timeout weiß ich nicht, ob wir es schon mal braucht haben. Bestimmt. Nein, haben wir schon mal getimeoutet? Ich glaube fast nicht. Ich glaube, die 2, 3 Hanseln, die wo wir mal gebannt haben, die haben 2 davon waren Bots und einen habe ich wieder entbannt.
Der hat sich aber seitdem auch nicht mehr blicken lassen, aber getimeoutet, glaube ich, bei mir noch überhaupt gar keinen. Also ich müsste jetzt liegen, aber ich bin mir fast sicher, dass wir das noch nicht da haben. Von bis, in meiner Größe komme ich oft um die 100 € nicht mehr aus. Das ist ohne Scheiß, das ist das gleiche wie bei mir früher mit den normalen Schuhen. Ja. Erklär mal einer Verkäuferin, dass ein 12-jähriger Schuhgröße 44 braucht oder 45. Es war damals nicht so einfach, im Schuhladen grosse Schuhe zu finden. Mittlerweile haben sie ja so weit seit ein paar Jahren. Hey, es gibt da Leute, die haben jenseits von 46 auch noch 40 beieinander. Ne? Mittlerweile gehst du heute in den Lohn und du kriegst ohne Probleme einen 48er. Also, in den meisten Fällen. Bei den Tennisschuhen tatsächlich wundert es mich, da habe ich eigentlich überhaupt gar keine Probleme, nicht auch in meiner passenden Größe zu finden. Aber da brauche ich halt auch, je nachdem, 2 Paar im Jahr. Wie gesagt, je nachdem, wie stark das Spiele haben. Oder wie stark dass die für die Spiele beansprucht werden. Ist aber unterschiedlich. Obwohl ich jetzt mit den Nike-Schuhen, mit der Nike-Marken komme ich eigentlich ganz gut durch. Die haben ziemlich robust, die halten recht lang. Also, halbwegs 3-4 Jahre halten die schon aus. Die ersten, die ich gehabt habe, wie ich angefangen habe, die waren nach 3-4 Wochen waren die brandfertig. Die haben komplett gerissen gewesen. 48er Fußballschuhe gibt es auch noch ein Modell. Ich habe aber einen Copper gehabt von Adidas. Den habe ich auch gehabt. Der war recht angenehm zum Tragen. Oder hat der Copper geheißen? Ich weiß nicht mehr genau. Es ist schon lang her. Es ist schon fucking 9 Jahre her, dass ich Fußball gespielt habe. schon ein bisschen Zeit ins Land gestriffen. Aber gut. Sonst, was kann ich Neues berichten? Eigentlich nichts. Wie gesagt, Hollow Knight, das ist halt in die Akten gelegt worden. Und die 3 Watts, oder die 3 Streams, die wir gemacht haben, die haben auf dem Watt-Kanal, die bleiben verfügbar. Also wer sich das anschauen will, nur zu. Aber da wird's keinen weiteren Stream geben. Gründe habe ich ja bereits genannt. Ne? Copa Mundial, Copa und Predator. Ich glaube, ich habe einen Copa gehabt. Ein Mundial glaube ich nicht gehabt. Der Mundial glaube ich war zu klar. Aber naja. Jetzt laufe ich halt mit Tennisschuhen durch die Gegend. Da wo nächsten Sonntag bei der die Saison schon angeht. Also Sonntagsstreams werden dann jetzt die nächsten Wochen wieder eher nicht stattfinden. Oder eventuell abends, aber das kann ich eher nicht versprechen. Es wird wahrscheinlich dann einmal ja so werden, dass man dann sagt, okay, ich mache dann samstags Vormittagsstreams. Also vor Mike irgendwann. Ja, also so entweder um 9 oder um 11, ich weiß es noch nicht. Aber wie gesagt, wir fahren nächsten Sonntag geht die Saison noch, die heuer tatsächlich relativ kurz ist, weil wir nur 5 Spiele haben, glaube ich. 4 oder 5. Also weniger wie sonst, weil eine Mannschaft sie abgemeldet hat. Und ein Spiel davon bin ich sowieso nicht da, weil da bin ich in Kos. Da liege ich quasi am Strand mit keine Ahnung wie viel Cocktails im Gesicht. Genau, also nur, dass ihr schon mal ein wenig richten könnt, aber da sage ich dann nicht zeitnah noch was dazu im Discord oder so. Ja, und heute spielen wir, wie gesagt, heute spielen wir gemütlich mit einer Rest of the Wicked weiter. Da haben wir ja schon 2 Streams gemacht. Ich habe mich ein bisschen beschäftigt tatsächlich in der vergangenen Woche mit dem ganzen Spiel und ich habe einiges rausgefunden und ich habe einiges erfahren, was man da kann, soll. Und holy shit, das macht einen riesengroßen Unterschied. Während jetzt aber dann gleich während aber dann gleich ins Ingame zeigen, was man genau beachten sollte, kann, muss, damit man da vorwärts kommt. Ja, es ist gar nicht so dramatisch, wenn man mal weiß, wohin und wie, dann hat das alles problemlos hin. Aber wie gesagt, da sage ich dann gleich mehr dazu. Das kostet nicht Greta, wie kommt's? Diesmal kostet nicht Greta. Weil wir haben jetzt quasi das 3. Jahr in Folge in Griechenland. Vor 2 Jahren waren wir auf Rhodos, letztes Jahr waren wir auf Kreta und heuer baut man Kos, dass man quasi die griechische Insel mal so ein bisschen gesehen hat. Nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich dann eher nicht mehr auf Griechenland fliegen, da werden wir uns dann wahrscheinlich mal Richtung Portugal, Spanien aufmachen. Nein, also wahrscheinlich noch Mallorca, aber nein, nicht am Ballermann, sondern halt, es gibt eine andere Gegend auf Mallorca und ich bin schon zu alt für den Scheiß. Ne? Ich bin 2,5 auf, dann bin ich 3 Tage krank, so auf die Art.
Nein, so ist es jetzt auch nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Aber wir waren dann 3 Jahre in Folge auf Kreta, 3 Jahre in Folge in Griechenland und irgendwann willst du halt auch mal was anderes sehen. Und Jassi, habe ich die Ehre, grüß dich gut. Frisch gebackene Souls-Likerin. Wie war Lies of Pino. Ich bin so nebenbei im Flyby ein bisschen unterwegs dabei gewesen. Ja. Ich hab schon gesehen, du hast den komischen Radheini noch zusammenpimmelt. Das hab ich vorher noch gesehen. Aber das schaut aber schon gut aus, was du da betreibst. Muss man wirklich sagen. Schaut sehr, sehr gut aus. Mallorca zum Rafael Nadal Tennisareal, das können wir wahrscheinlich nicht erzählen. Sag mir, wie es ist, das darf ich mir gerne anschauen, aber das können wir nicht erzählen wahrscheinlich. Ich möchte nicht wissen, was es kostet, dass du da eine Stunde Tennis spielst. Das glaube ich, das will ich nicht wissen. Da gab es ja mehrere so Dinge. Nadal Academy gab es, Muratoglu Academy gab es, das kostet alles ein Schweinegeld. Da kannst du jetzt nicht einfach mal sagen, du hast 0 auf 50. Du kannst dort schon Urlaub machen, glaube ich. Aber wenn es ums Tennisspielen geht, meine ich, da glaube ich, ist mein Geldbeutel etwas zu dünn. Ja, aber da hatte ich einen Begleiter, das war fast ein bisschen zu einfach dadurch. Es macht einen Haufen aus, gell, wenn du mit einem Begleiter unterwegs bist. Aber das ist das, was ich da in Discord vor 2 oder 3 Tagen gesagt habe. Das ist halt, die neuen Souls-Likes gehen so ein bisschen, die nehmen so ein bisschen die Casual-Schiene auch mit ein, dass halt jeder, was er für sich findet. Du kannst es wahrnehmen, aber du kannst halt auch natürlich sagen, nein, mag ich ohne Begleiter schaffen, wird es halt deutlich schwerer. Gibt es Führungen? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich werde an Nadal, selbst wenn man da hinfährt, wirst du den Nadal in 99,9% der Fälle nicht antreffen, weil momentan spielt er ja wieder. Er spielt wahrscheinlich heuer sein letztes Jahr, wobei seine Leistung gestern war wahnsinnig. Also gestern hat er gespielt, wie wenn er nie verletzt gewesen war. Aber der Nadal wird halt wahrscheinlich Ende diesen Jahres, oder wahrscheinlich eher nach dem Laver Cup im September wieder sagen, so Freunde, und das war's. Und dann geht ein weiterer großer auf der Tennisbühne. Der erste ist ja schon gegangen, der Federer. War es letztes Jahr oder vor 2 Jahren? Weiß ich nicht. Aber der Nadal wird der nächste sein. Vermutlich. Die nächsten werde ich ohne machen, beziehungsweise wenn es wirklich nicht geht. Ja, das macht auch absolut Sinn. Wenn es dich beruhigt, damals bei Elden Ring. Ich hab damals bei der Malenia mir auch einen NPC dazu geholt. Weil den hätte ich, da hätte man glaube ich 10 Stunden streamen und ich hätte es nicht geschafft. Also das sage ich, da darf er mir überhaupt nichts vorschreiben lassen. Speise so, wie es für dich am angenehmsten ist. Das ist das, was ich jedem sage, der wo Souls-like anfängt. Es muss einen Spaß machen. Und wenn ihr bei jedem Boss einen NPC mitnehmt, ja dann, mein Gott, dann ist es halt so. Für das haben sie ja da. Und der brechen alle, glaube ich, beim ersten Mal ja. Malenia in Elden Ring ist, glaube ich, bis heute der schwerste Boss. Der ist, glaube ich, sogar statistisch errechnet worden, dass das mit Abstand der schwerste Boss in die Souls-Spieler ist. Und das sagen alle. Also ich weiß noch an Holly. Da hab ich Malenia schon gemacht gehabt und ich hab Nachtschicht gehabt. Und der Holly ist dort in der Nachtschicht zur Malenia hingekommen. Der hat 12 Stunden gebraucht, um sie zu legen. Am Stück. Der hat 12 Stunden Malenia bekämpft. Und das Krasse war das, der hat nach dem zweiten Versuch hat er es in die zweite Phase gebracht. Und da ist er halt dann relativ schnell gestorben. Und dann hat er in den 10 Stunden ist er vielleicht 2 oder 3 Mal geschafft, nochmal die zweite Phase zu triggern und dann war es halt vorbei. Also Malenia, die ist schon richtig übel. Das ist aber, finde ich ja in Elden Ring der einzige Boss, der die halt richtig gnadenlos verhaut. So richtig gnadenlos verhaut. Es gibt ein paar Bosse, die haben ein wenig ekelig in Elden Ring, aber es ist eigentlich keiner so, dass du sagst, oder keiner so, dass man sagt, leck mich am Arsch, ich komme da überhaupt nicht vor. Was ist denn jetzt da schon wieder los? Warum geht meine Playlist jetzt da schon wieder nicht? Hey, fuchst schon wieder alles. Kann die schon wieder kotzen. Das Durchhaltevermögen musst du haben. Glaub mir, das trainierst du auch. Das trainierst du nicht aktiv, sondern das kommt. Das kommt ganz von allein. Auf einmal hast du so einen inneren Monk da, wo du sagst, ich mag das jetzt schaffen. Alter, 12 Stunden grenzt halt schon auch an Wahnsinn, ja. Also 12 Stunden hätte ich es wahrscheinlich auch nicht probiert. Ich meine, wenn ich mal so einen Boss trifft, der wo mich richtig fordert, dann
Spiele so 2, vielleicht 3 Stunden. Damals, heute geht's eh nicht mehr. Schon 2, vielleicht 3 Stunden und dann brauche ich aber eine Pause. Dann muss ich sagen, du, es hilft halt nicht, heute schaffe ich nicht. Abhaken, morgen wieder probieren. Das war damals bei Dark Souls 3, das ist auch schon 10 Jahre her oder so, ich weiß nicht, wann Dark Souls 3 rausgekommen ist, aber damals, weil es ist ja in jedem Souls-Liker so, der Endboss ist zwangsweise nicht der schwierigste. Es gibt meistens irgendwelche optionalen Bosse, die noch schwieriger sind. Deswegen haben sie meistens wieder optional. Und bei Dark Souls 3 ist ein Paradebeispiel. Der Endboss ist auch nicht übel, der kann auch was. Aber da gibt es einen optionalen Boss. Das ist der Sturmkönig. Und beim Sturmkönig war es auch so, da bin ich hingekommen und da warten wir da schnell. D4 MP Federe und schon fast 2 Jahre Euda. Ja, das ist eine lange Zeit, Mr. Billinger. Vielen lieben Dank für deinen Resub im 23. Monat. Fast 2 Jahre, das ist eine verdammt lange Zeit. Vielen lieben Dank für deine 23 Monate und weiterhin willkommen in der Basis gegen. Merci dir, ich hoffe, dir geht's gut. Was soll ich jetzt sagen? Genau. Das war so, da bin ich zum Sturmkönig gekommen. Und an dem Tag, ich hab den einfach nicht geschafft. Es ist nicht gegangen. Ich hab 2-3 Stunden aufgespielt und hab mir gedacht, okay, es hilft jetzt nicht. Ich probiere es halt einfach später oder halt morgen wieder. Und da ich bin auch 2, 3, 4 Mal in die zweite Phase gekommen. Das hat ja auch 2 große Phasen. Also der erste Lebensbalken ist eine Phase und dann belebt er sich quasi wieder und dann darf sie am Namen einen Lebensbalken aber duschen. Ja, und ich hab's halt nicht geschafft. Und am nächsten Tag schalte die PlayStation 4 ein, renne den Boss über den Haufen, First Try. Und ich denke mir so, hey, warum habe ich dann gestern so lange gebraucht? Ich check's halt nicht. Und das ist ganz, ganz oft so bei Souls-Likes, dass du halt denkst, an dem einen Tag grutze fix, wie soll ich denn da vorbeikommen, dann probierst du es einen anderen Tag und es geht leichter als gedacht. Das ist so ein kleines Phänomen. Das hat ja jeder irgendwie schon einmal mitgemacht. Und das wird Jassi auch mitmachen. Bin ich mir 1000%ig sicher. Ich freue mich jetzt schon auf Malenia. Du musst sagen, Malenia ist halt im absoluten Late-Game in Elden Ring. Also der kannst jetzt nicht im Early-Game über den Weg laufen. Und bis dass du zu Malenia kommst, dabei hast du Elden Ring oder generell die Steuerung von einem Souls-Spiel hast du dann verinnerlicht. Also dann hast du jetzt nicht mehr so das, in Anführungszeichen, Problem, dass du mit der Steuerung noch tust. Oder halt nur, wenn es wirklich richtig hektisch ist. Das passiert mir auch. Aber da brauchst du nicht alle. Malenia ist halt eine Herausforderung, sagen wir es mal so. Da kannst du so ein bisschen an deine Grenzen gehen. Oder halt deine Grenzen außerfinden, wie weit das halt strapazierfähig bist. Wenn man so mehr hat. Da ist Malenia, oder sagen wir es mal so, wenn mit der Malenia, wenn du das Gefühl hast, hey, komm ich super zurecht, haut hin, dann kannst du vielleicht sogar schon überlegen, dass du Sekiro spielst. Obwohl Sekiro halt dann eigentlich so auf dem Level immer gleichbleibend ist mit der Malenia. Oder teilweise dann sogar noch schwieriger wird. Kommt drauf an. Werden wir jetzt dann auch bald mal im Stream spielen, Sekiro. Haben wir zwar vor 2,5 Jahren schon mal gespielt, aber ich hab eigentlich schon wieder mal Bock auf einen Sekiro-Run. Muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Und Bloodborne werden wir heuer auch noch spielen. Alter, ohne Scheiß, es ist keine Ahnung wie lange her, dass ich Bloodborne gespielt habe. Bloodborne braucht einfach ein fucking Remaster und Sony gibt's uns einfach nicht. Es ist so belastend. Ich liebe euch gleich ein bisschen damit. Mal schauen. Mit Sekiro. Oder was meinst du? So. Kann ich schon langsam Spiel eigentlich aufmachen. Weil ich werde halt ungefähr bis zwischen 6 und halb 7 werde ich live sein. Ich muss halt noch in die Nachtschicht. That's fine. Jo, aber das kommt noch Dark Souls und Elden Ring, wenn überhaupt. Da auch fast raten. Also Sekiro ist finde ich, und die Meinung haben mehrere Souls-Spieler, Sekiro ist das schwierigste für alle. Aus einem einfachen Grund, du kannst, jetzt zum Beispiel in Elden Ring, du kannst die überleveln. Ne, du kannst einfach rumrennen, so lange im Early-Game-Gebiet oder was, dann hast du Level 40, 50, so, und dann haust du die ersten Bosse schon im Spielen leicht zusammen, weil du viel mehr Damage machst. Und das kannst du in Sekiro halt nicht. Du kannst in Sekiro nicht überleveln. Du musst, um in Sekiro mehr Leben zu kriegen oder halt Angriffskraft zu kriegen, musst du Bosse töten. Es gibt in Sekiro halt Mini-Bosse, die ungefähr an jeder Ecke lauern.
Und die musst du halt besiegen, damit du Gebetsperlen kriegst. Und du brauchst halt immer 4 Gebetsperlen, um halt ein Gesundheitsupgrade zu machen. Und insgesamt, glaube ich, gibt's, 5 Ketten. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Und um deine Angriffskraft zu machen, musst du halt Mainbosse legen. So, und alles dazwischen, du kannst die nirgends aufwerten. Das gibt es in Sekiro halt einfach nicht. Das heißt, du musst halt den Kauf nehmen auf die Fresse zum kriegen. Und das macht es in Sekiro halt schwer. Ich war schon mal zufrieden, wenn Bloodborne mal auf dem PC kommt oder ob Remaster oder nicht, ist mir dann gleich. Ja, PC da auch schon gelangen, weil dann ist es automatisch auf 60 Frames. Das ist das Einzige, was mir. Bloodborne schaut immer noch wahnsinnig geil aus, das Spiel. Für die heutigen Grafikstandards. Das Einzige, was einfach in Bloodborne absolut schlimm ist, in Anführungszeichen, ist, dass du es halt nur auf 30 Frames spielen kannst. Es gibt es halt nicht mit 60. Ich glaube, es gibt einen Mod, wenn mich nicht alles täuscht, aber um die ober zum ziehen, ist auch nicht, da gehört auch einiges dazu. Ich glaube, da musst du deine Playstation jailbreaken oder irgendwie sowas. Aber ja. Aber wir werden mal spielen. Bloodborne habe ich auch unfassbar gefeiert. Naja gut, Freunde, jetzt fangen wir mal Spielen an. Aber es freut mich, dass Yassi jetzt nebst mir auch eine Souls-Likerin in der Bubble ist. Ne? Eine, die wo addicted ist, so muss man sagen. Ein Dampfe, weiß ich nicht, ob ich den Namen irgendwann davon überzeugen kann. Ich vermute eher nicht. Aber mal schauen. Man soll ja niemals nie sagen. Ja, okay, Abzentrum passt. Grafisches Bloodborne eher krass, ja. Bloodborne ist, wie gesagt, für heilige Verhältnisse noch auf einem sehr, sehr guten Stand. Dark Souls 3 eigentlich auch. Obwohl, es gibt jetzt für Dark Souls 3 auch einen Mod. Habe ich jetzt halt letztens auf Insta gesehen. Da muss ich mal schauen. Wird als Dark Souls 4 behandelt. Also das geheime Dark Souls 4 quasi. Ist ein Dark Souls 3 Mod. Ist grafisch komplett überarbeitet. Und haben neue Gebiete mit dazu programmiert worden und neue Gegner mit einprogrammiert worden. Teilweise auch von anderen Souls-Likes. Also das war einmal so eine Sache, die könnte man vielleicht einmal anschauen. Hat der Dampfe sowas schon gespielt? Ja, aber halt mit wenig. Sagen wir mal so, mit wenig Durchhaltevermögen. Auf ein VR-Souls-like, glaubt, das war gescheit gemeint. Stell dir mal vor, du spielst ein VR-Souls-like und dann rennst du durch deine Bude und, keine Ahnung, rennst am Fernseher über den Haufen. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, da war meine Bude nicht sicher davor. Dark Souls 3 hat er mir angefangen, aber es hat nicht lange gedauert. Ja. Mei, was. Bei so Souls-Likes gibt es gerade zwei Möglichkeiten. Entweder du magst das oder du magst das nicht. Das ist irgendwas dazwischen drin, das gibt es in der Regel nicht. Er hat mit Mortal Shell probiert, das war ein harter Rage-Quit. Ja, auch das verstehe ich. Mortal Shell, der hat eine andere Mechanik. Eine ganz andere Mechanik. Auch das verstehe ich. Das hätte man mir auch schon on Stream gespielt. Ich soll jetzt vielleicht einmal probieren, da haben wir damals PC-Version gespielt und wie wir in einen Dungeon reinhauen, dann ist mein OBS gecrashed. Oder mein PC ist dann irgendwie ausgestiegen. Da hat es dann brutales Ruckeln angefangen. Ich weiß nicht, wie es war, wenn wir es auf der Playstation-Version spielen. Die habe ich nämlich tatsächlich auch. Müssen wir mal schauen, weil Mortal Shell an und für sich schon ein geiles Game. Ich habe auch Dark Souls 1 und 2 am PC und Demon's Souls und Elden Ring auf der Playstation 5. Ja, stimmt, du hättest mit Demon's Souls einmal angefangen. Ja? Und ich glaube, soweit ich es verstanden habe, hätte es dir grundsätzlich auch gefallen. Aber mit der Steuerung hast du halt noch ein bisschen Probleme gehabt. So. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt bezüglich Souls-Likes oder Souls-Games, I am your man. Okay? Könnt ihr mir da jederzeit irgendwie um Rat fragen oder ob noch fragen, wenn ihr was wissen möchtet. Ich kann in der Regel helfen. So, wo ich jetzt erst einmal erklären muss, wie die ganze Chose da funktioniert. Jetzt schaut's her. Ich habe mich offstream ein bisschen mit der Mechanik vom Spiel befasst. Ja? Und unser Problem war, wir haben mit Gear durch die Gegend gelaufen und mit Waffen durch die Gegend gelaufen, da wo wir ganz am Anfang noch solide durchgekommen haben.
Aber ab dem kommenden Gebiet, wo wir letztes Mal schon vorbeigeschaut haben, ist halt schön stark angestanden. Dann haben wir halt schon deutlich gemerkt, wir machen fast keinen Schaden mehr und wir halten auch fast nichts mehr aus. Ja? Also die Gegner haben schon guten Damage gedrückt. Also was muss man da? Es gibt in diesem Spiel Items, ob das jetzt Waffen oder Rüstung ist, ist immer völlig irrelevant, die haben unterschiedliche Seltenheitsgrade. Das hat es uns im Tutorial tatsächlich schon gesagt. Und holy shit, das macht unfassbar viel aus, wenn man in dem Spiel Equip hat, was Substats hat. Also sprich, wie da jetzt. Und ich hab halt quasi, bin dann einfach hergegangen, hab quasi im Early Game Gebiet Gegner umpimmelt, die droppen irgendeine Art vom Loot, ob das jetzt eine Waffe, eine Rüstung oder sonst was ist. Und mit dem Equip kann man dann hergehen. Da kommt Diablo Engine durch. Mit dem Loot kann man dann hergehen. Zu dieser Dame hier. Ja, das ist die haben wir auch schon kennengelernt, die Eleanor. Und die kann man verzaubern. So, was ist verzaubern? Das können wir jetzt an dem Beispiel von mir aus gern machen. Das ist jetzt die Klingenwaffe, die Doppelklingenwaffe, die wir ja letztes Mal angefangen haben zum Spielen. Und mit der ich eigentlich super gut zurechtkomme. Und die kann man jetzt, ihren Sein oder dem sein Seltenheitsgrad kann man jetzt erhöhen. Ja, das ist jetzt eine Common-Waffen, also eine graue Waffe, die hat keine Substats und kein gar nichts. So. Und die zu durchwirken kostet 1 Silber. Da habe ich auch erst draufkommen müssen, zeigt mir jetzt oben links an meiner Währung. Es gibt Gold, Silber und Bronzemünzen. Bronzemünzen kriegst du eigentlich durch jeden Scheiß, wenn du irgendwas verkaufst. Ne? Das Ding ist, Bronzemünzen, sobald du 100 Bronzemünzen hast, wird eine Silbermünze draus. Ne? Das muss man halt wissen, das deckt sich. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Silbermünzen man braucht, um eine Goldmünze zu kriegen. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ich habe noch nie eine Goldmünze besessen, wird wahrscheinlich im Laufe des Spiels irgendwann dann kommen. Aber auf alle Fälle kann man dann Waffen und Rüstungen hier verzaubern. Und das machen wir jetzt einmal. So, jetzt ist aus dem Dolch, der vorrangig auf Common war, also ein graues Equipment, kann jetzt entweder ein blaues oder ein lilas werden. Ich glaube, ein Legendary geht tatsächlich nicht. Bin mir aber jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. So, und jetzt haben wir nicht mehr eine weiße Waffe, sondern jetzt haben wir eine heldenhafte Waffe, also eine Purple Weapon. Bei Purple ist es so, du hast Effekte, die quasi dich positiv beeinflussen, du hast aber bei Purple immer einen Effekt, der negativ beeinflusst. Ne? Und in dem Fall ist jetzt aus der weißen Doppelklingenwaffen eine Purple-Waffen geworden, die wo sagt, Angriffe verursachen Kälteschaden, also sprich, wir haben jetzt eine Frostwaffen gekriegt und wir kriegen 6% Fokus, sobald wir Schaden machen. Also jeder Hit bringt mir 6% Fokus, was das ist, zeige dann gleich. Allerdings, unsere Heileffekte, also sprich, wenn wir uns mehr healen, ist 35% weniger. Das ist natürlich nur semi-geil. So, und so kannst du das mit jedem Equip machen, was du hast. Und wenn du jetzt natürlich Equip hast, das halt für die eher scheiße ist, dann kann man zu ihm hergehen und kann man halt einfach sagen, du pass auf, der Dolch ist jetzt für mich, für meinen Playstyle, für den Bild, den ich spiele, halt nicht so optimal. Und dann kann man den Wumms einfach verkaufen. Der jetzt bringt 43 Bronze. Und jetzt schaut mir oben links hier auf meine Währung. Wenn ich das jetzt verkaufe, kriege ich vor mir eine Silbermünzen dazu. So, und das ist halt die Loot-Spirale, wo halt Diablo dann mit dazukommt. Da kannst du dann ein Bild machen, der halt genau auf dich zugeschnitten ist. Das ist zwar ein wenig grindy, ja, aber du kannst da theoretisch ein Bild zusammenfummeln, der wo halt dann alles zerfetzt. Was auch brutal viel bringt, ist, wenn man bei dem Bruderchen da erinnert, bei ihm da, kann man Kopfgeld abmachen. Da gibt es Dailies und Weeklies. Ne? Und wenn man die Dailies macht, kriegt man Rezepte für entweder für Kochsachen oder halt für Dinge zum Craften. Oder man kriegt auch Rüstungen. Diese Rüstungen kann man dann entweder, wenn es generell Schwäche haben, einfach verkaufen. Oder man verzaubert es wieder und schaut, was man draus kriegt. Vielleicht kann man was verwenden. Wir werden uns dann auf alle Fälle ein Weekly machen, weil töte den geplanten Koloss im Kriegsraum hört sich noch am Bosskampf an. Bin ich mir nicht sicher. Das werden wir auf alle Fälle noch machen. Also das habe ich auch im Internet erfahren, man soll ja auf alle Fälle diese Kopfgelder machen. Da kommt teilweise, glaube ich, sogar legendärer Stuff als Drop in Frage. Und, was man auch machen soll, das ist den Burschen dort zum Versorgen. Gebäudeprojekte.
Ne? Man soll ja auf alle Fälle hergehen und diese ganzen Gebäude upgraden, unter anderem auch den Schmied, weil der Schmied verkauft da dann Upgrade-Materialien, zum Beispiel halt eben Kupferbarren, die du brauchst, um deine Waffen bis auf +4 oder sowas zum Upgraden. Das heißt, du kannst sie dann dort bei dem unendlich oft kaufen. Geld ist in dem Spiel in dem Fall dann kein Problem, weil du farmst da Waffen zusammen oder halt Rüstung zusammen, indem du Gegner umpimmelst. Alles, was du nicht brauchst, verkaufst. Wo es tendenziell stärker ist als das, was du tragst, verzauberst du halt einmal und schaust, was draus kommt. Und dann hast du im Endeffekt immer so einen Kreislauf, der dir halt stetig dann irgendwie besser macht. Und das macht es halt um einiges leichter. Und ich habe jetzt halt da festgestellt, das werden wir jetzt dann gleich sehen, wir machen jetzt mit den Doppelklingen schon unfassbar viel Schaden im Vergleich zum letzten Mal. So, und jetzt wollen wir den Chat noch lesen. Sensei Bazi. Ja, nur wenn es um Souls-Likes geht. Ja, sonst nehmt ihr bitte an mir kein Beispiel. Ich tue jetzt seit, glaube ich, 2 Jahren, ohne dass ich mit Dark Souls 1 anfange, aber es kommt irgendwie immer was dazwischen. Ja, das kenne ich irgendwoher. Dark Souls 1 habe ich tatsächlich schon ewig nicht mehr gespielt. Ich habe mir es auch mal vorgenommen, dass ich es nach langer Zeit einmal wieder spiele, aber wie du sagst, mir kommt auch aber irgendein anderes Spiel dazwischen. Und jetzt, wenn du 3-mal Purple sagst, beschwörst du Sabrina. Also wenn die jetzt dann aus dem Lurk gekrochen kommt, dann haben wir es beschworen. Fesche Dame, fesche Dame, fesche Dame. Es ist keine hübsche bei mir. Ja, this is not how it works. So, gut. So viel habe ich jetzt zum aktuellen Geschehen ein wenig verzeihen können. Ich habe an und für sich eigentlich sonst nicht wirklich was gemacht. Also wie gesagt, ich bin im Early-Game-Gebiet einfach ein bisschen rumgrenzenlos und habe halt einfach Gegner umgepümmelt. Was man bei der auch noch machen kann, sind Waffen verzaubern. Die habe ich aber jetzt alle einmal in meiner Lagertruhe. Man kann es infusen, nennen sie das. Glaube ich. Genau. Man kann es infusen. Habe dert aus dem Lurk Semkro 12 Herzal. Habe dritt aus dem Lurk Semkro 12 Herzal. Wife, ich danke dir für dein Resub im 23. Monat und Grüße zurück an den Lurk. Dankeschön. Weiterhin willkommen in der Basis. Ich hoffe, euch geht's entsprechend gut. Genau, man kann Waffen und Rüstungen noch infusen, so nennen sie das. Da kannst du halt Rüstungen, ja, wenn du jetzt eine Rüstung mit dem Smaragd infused, dann erhöht sie deine Ausdauerregeneration um bis zu 4 bis 15%. Wenn du das auf eine Waffen klatscht, zum Beispiel, dann kriegst du jetzt so zum Beispiel dazu, erhalte 1 bis 3% Ausdauer beim Verursachen von Schaden. Oder wenn jetzt den Edelstahl dazu, der Gegenstandshaltbarkeit erhöht sie um 7 bis 25%. Und da kannst du natürlich auch Elementschaden auch drauf machen. Du kannst das Feuer verzaubern, Kälte verzaubern, Gift verzaubern und so weiter und so fort. Das sparen wir allerdings nur, weil ich glaube, dass wir noch keine Waffen haben, wo sie sich bisher rentiert. Genau. Aber that's how it is, Freunde der Sonne. So schaut's aus. Das ist das, was ich so ein bisschen in Erfahrung gebracht habe. So. Auf alle Fälle durch das ganze Gegner umpimmeln habe ich die eine oder andere Suppen gekocht. Ja. Wir haben jetzt 15 Schwammerlsuppen, 12 Grabensuppen und 13 Pilzcurry. Also Heal-Stuff haben wir auf alle Fälle. Und jetzt da ich sagen, machen wir mal das Kopfgeld und pimmelt mal gleich mit dem Boss zusammen, damit wir irgendwas weiterbringen an dem heutigen Tag. So, das nehmen wir mal an. Innerhalb unserer Mauern. Töte den geplatten Koloss im Kriegsraum. So, und der Kriegsraum ist ja da dahinter. Ja, hab ich gehört gemacht, hilft leider nicht, kommt dann noch richtig dazu. Du tust dir mal überhaupt nicht runter, weil der Haushalt einfach vorgeht. Wir bleiben dabei an Ort und Stelle, verspreche dir. So, der ist irgendwo da oben gewesen, meine ich. Genau, und das zeige ich jetzt aber, dann fangen wir wirklich an, okay? Meine aktuelle Gear beinhaltet folgendes: Ich spiele eben den aufgewerteten Doppeldolch. Da kriege ich Ausdauererholung beim Parieren, das mache ich eher nicht. Dann kriege ich 9% Gesundheit dazu, wenn ich irgendeinen Gegner töte, das ist richtig nice. Meine Gegenstandshaltbarkeit ist um 9% erhöht. Und ich verursache 9 Schaden beim Parieren. Die Waffe ist jetzt nicht unbedingt das Geilste für mich, aber sie tut es für den Anfang ein bisschen, ich habe nicht. Mein Hut sagt, mein Fokus erhöht sich generell um 23%. Meine Heileffekte machen 27% mehr Heilung und mein Hut kann scheinbar nicht zerstört werden. Ja, schön. Kehrseiten, ich kriege 7% weniger Erfahrung. Ist ein Trade, nimm ich in Kauf, okay? Mein Oberkörper, meine Ausdauerregeneration erhöht sich um 9%. In Souls-Likes ist Ausdauer unfassbar wichtig. Ja, sie kann ein Little davon singen.
Mein Gegenstandsgewicht verringert sich um 12%. Also sprich, ich habe mehr Spielraum, was meine Gegenstandslast angeht. Meine Gleichgewichtsverteidigung erhöht sich um 15%, was das ist, habe ich noch nicht so ganz verstanden. Und mein Taumelwiderstand erhöht sich auch um 6%, habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, was das ist. Ja, das werden wir aber wahrscheinlich noch herausfinden. So, bei meinen Hosen, da erhöht sich meine Ausrüstungslast noch mehr um 19%. Kleine Side-Note, die Effekte stacken. Also ich habe jetzt da 19% und da noch mit 12% macht 31% gesamt. Und die stacken alle hoch. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, 5 mal 25% mehr Heilung habe, dann habe ich 125% mehr Heilung. Also die stackt sich hoch, das ist nicht gekappt. Genau. Dann habe ich Fokus, ist wieder erhöht um 13%. Meine Gesamtgeschwindigkeit erhöht sich. Und ich habe Gesundheitsregeneration drauf. Und das ist ein unfassbar geisteskranker Substat, wenn du den hast, habe ich festgestellt. Wenn ich Schaden nehme, dann gehe ich irgendwo hin, wo nichts ist, ich bleibe stehen und ich heile mich von allein. Zwar klarweise, aber ich heile mich. Und man stelle sich jetzt vor, du hast auf allen Ausrüstungsstücken diese Gesundheitsregeneration drauf. Dann bist du quasi unverwundbar. Der Gegner hittet dich und du heilst es sofort entgegen. Dafür verliere ich ein wenig Geld, wenn ich sterben darf. Nehme ich in Kauf. Bei meinen Handschuhen habe ich jetzt wieder 5% Fokus bei Tötung, Gleichgewichtsverteidigung 11%, Rückstoßwiderstand um 6%, verursacht 8% Schockschaden beim Parieren. Mache ich halt, wie gesagt, nicht. Handschuhe haben auch noch nicht so das Gelbe vom Ohr. So, und dann habe ich noch einen Ring. Die Ausdauerkosten für Angriffe sind um 10% verringert, richtig stark. Ausdauerkosten für Sprinten verringert um 17%, auch richtig stark während einem Kampf. Angriffsgeschwindigkeit ist um 10% erhöht. Richtig stark für ein Geschicklichkeitsbild. Und Bewegungsgeschwindigkeit erhöht sich auch um 5%. Das heißt, ich bin jetzt der Flash von No Rest of the Wicked. Zumindest, wenn es um den Ring geht. Also nur, dass ihr mein Gear mal gesehen habt. Ist jetzt nichts Besonderes, aber man kann arbeiten damit, tatsächlich. So, jetzt muss ich die komische Bude da finden. Da, das Thronhäusl. Da ist das ja das da, oder was? Nein. Ah, da ist der Kriegsraum. Ja, genau, da müssen wir rein. So. Und da läuft irgendein Vieh umeinander, was umpimmelt werden möchte, oder was? Ach, das da unten, oder was? Ist dieser Boss? Ja, das ist ein Boss. Aua. Okay. Der kriegt irgendwie keinen Schaden. Weiß ich nicht, ob ich den schon machen soll. You look like the Salvation to our second island. Nochmal schauen. Vor allem, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, was wir von dem kriegen. Aber es muss sich schon irgendwie lohnen, wenn man den macht. Kann man den Sneaky Peeky machen? Muss er fast irgendwie gehen, oder? Nein, das geht nicht. Man kann auch nicht Sneaky Peeky machen. So, theoretisch, wenn ich mir jetzt da hinten herstelle, brauche ich gerade warten, bis sich meine Gesundheit wieder auffüllt. Das sagt man nämlich jetzt ganz leicht. Das wird schon OP. Okay, der kriegt da fast keinen Schaden. Ich glaube, dass wir den noch gar nicht machen sollten.
Ja, Fellschaden kriegt er nicht. Aber auf Dauer... Aber... Gut, aber so viel Heals davon. Ich hänge am Stuhl fest. Ah, los mich. Das war knapp. Wo ist er denn? Hallo? Wo war er? Der erwischt mich aber mit dem Angriff jetzt mal, gell? Ja, gut, hilft. Werden wir ihm schön wie her werden. Da wir so viel Curry haben. Ja, das ist jetzt gelungen, der absolute druntergrün. Sollten wir aber hinbringen. Aber. Gleich hat's die Bulle. Euro. Solchen Zigaretten innerhalb unserer Mauern abgeschlossen. Ja, perfekt. Und ein bisschen Gold habe ich gekriegt. So. Dann haben wir das Bounty jetzt quasi erledigt. Jetzt ist halt die Frage, oh, da war ein Haufen Erfahrungspunkte gegeben, gell? Muss man vielleicht damit dazu sagen. So, schauen wir mal, was mir das bringt, wenn wir jetzt das Bounty angeben. Bring salvation to our second island. Sacrament. So, Django, wie schaut's aus? Better this world, one body at a time. Kopfgeldjagd? Kopfgeld einreichen. Jetzt habe ich auf alle Fälle einen Aufstieg gekriegt, aber ich weiß halt nicht, was sonst noch. Ausrüstungslast ist wohl ein sehr wichtiger Stat, den man wohl skillen soll.
Also wer das mit da. Mike, hab ich dir, ich bin ja eh schon da. Ja, das gefreut mich, dass du auch schon da bist. Sehr schön. Hab ich dir. Gut. Oh, I killed. Do it for God. So, Kopfgeldjagd. Ein brutales Paar. Töte das gewalttätige Duo in den Untiefen. Können wir mal annehmen. Und die Untiefen, die sind ja Map. Der Trankverkäufer, das ist noch eine Nebenquest, die können wir noch machen. Die Untiefen haben ja irgendwo da. Seemannsfeste. Da, die Untiefen haben da. Das sind die Sümpfe. Ah, das ist da herunter irgendwo. Ja, da müssen wir da mal schauen, ob wir da irgendwie herkommen. Hallo? Hallo? Schnellreise. Letztes Flüstern. Das haben sie jetzt übrigens auch übersetzt. Mike, wie geht's da? Gut, ich bin in der Seemannsfeste. Das ist eigentlich gar nicht schlecht, weil da können wir uns ein bisschen abkürzen tatsächlich. Und ich werde mir da auf alle Fälle Schrottbombe ausrüsten, ja, weil die macht mehr Damage. Knie macht Probleme, aber wie das. Oder hinten liegt Loot, oder? Ah, 4 Bronze. Nehmen wir mit. Bis ich mal den Voltaren aufgeschmiert. Ja, zurücklehnen, Fuß in Tee, Stream genießen, weiß ich, wie es ist. Ich hoffe, es fällt nicht zu weit. So, da sind die Untiefen. Da muss irgendwo das gefährliche Duo oder so. So, wir können auf alle Fälle eine Grappensuppe machen. Alter, da ist einer. Weil hast du überhaupt keinen Anstand nicht, oder was? Arschlochblitz. Aber der Curry kannst du mir her. So, ich wollte gerade kochen, fix läden. So, wo wir Grappensuppe schaut der überhaupt nicht. Wird ihm schon wieder? Ja, hoffentlich. Das können wir nicht brauchen. So, jetzt müssen wir mal schauen. Genau, jetzt werden wir da erst einmal den Speicherpunkt da aktivieren, damit wir dann jetzt mal einen Fast Travel haben. Die Kisten machen wir natürlich auch erst einmal auf. So, jetzt können wir nämlich immer zwischen die 2 Punkte hin und her pendeln. So, und jetzt müssen wir tatsächlich einmal schauen. Wird man auf der Map jetzt grob per se nicht angezeigt, aber die werden wir schon finden. Der hat Bronze, das ist gut für uns. Ah, da ist eine Barrikade, okay. Ah, bist du... Aha! Schatz, mir hat's... Ist 2! Ja, das sind die 2. Ah ja, der haut ja seinen Freund. Das ist gut für mich. Genau, haut sein Giss selber auf dem Bimbus. Das ist gut für mich. Oh, ich wirf da Moll ins Gesicht. Gut, der erste schauen wir hin. Au.
Aua! Chill mal. Alter, du nervst. Okay, der hat auf alle Fälle fetten Loot. Au. Perfekt. Easy. Nehmen wir mal sie mit. So, und jetzt können wir mal schauen, was uns da potenziell von der Rüstung her was bringt. Die ist schlechter, können wir direkt verkaufen. Das ist wohl auch ein Hut. Also die schaut aber richtig beschissen aus. Nehmen wir wieder meinen Felshut. Die war zwar besser, aber die schaut einfach wirklich, also die schaut optisch ja so bescheuert aus, dass man das gar nicht erst in Erwägung zieht. Die war auch schlechter, die ist auch schlechter. Das Claymore, okay. Ist das besser als das? 11 plus 4 ist auch 11 plus 4 plus 20 Schildbrecherschaden, keine Ahnung. Ja gut, die zwei sind identisch, kann man quasi verkaufen, mehr oder weniger. Kann man halt noch schauen, was die für Stats rollen. Aber ansonsten nicht sonderlich relevant. Gut. Dann gehen wir jetzt das Bounty noch ab. Und dann da die sagen, gehen wir in das Gebiet, wo wir letztes Mal, ja, da wo wir uns letztes Mal ein bisschen schwer haben. Da wo wir weiter müssen, tatsächlich. Und meine Ausrüstung sollte ich vielleicht einmal herrichten. Hey, Sie deren Sie bitte mal reparieren erst. Alles. Dankeschön. So. Verzaubern. Einmal das Claymore. So, was ist dabei rumgekommen? Angriffe verursachen 6% Feuerschaden, das heißt, es ist eine Feuerwaffen. Ausdauererholung beim Parieren, erhält 17% Gesundheit beim Parieren, Gegenstandsgebiet verlieren sie 15%. Okay, und das ist jetzt ein Epic. Heileffekte verringern um 48%. Okay, dann brauche ich. Die hat zwar 17% Schockschaden, also sprich, ist quasi Elektrowaffen, wenn man so will, aber 48% weniger Heilung, das ist halt schon ungeil. Das heißt, dann verkaufen wir das auf jeden Fall. Und den anderen schon wieder. Das Claymore nehmen wir weg, das nehmen wir weg, das pulten wir mal noch, das kann weg, das kann weg. Genau, was haben wir da? Fokus halbiert. Die macht eine bessere Rüstung, hat aber schlechtere Stats. Erhalte 2% Gesundheit beim Verursachen von Schaden, dafür ist meine Gesundheit um 24% verringert. Halten wir mal, wer weiß. Gut, jetzt gebe ich das Bounty noch ab. Das war dann quasi da. Okay, jetzt habe ich quasi die Weeklies abgeschlossen. Okay. Na gut. Dann gehen wir mal weiter.
Ist da hinten weitergegangen. Warte mal, kann ich eigentlich, durch das, dass ich den Geplaten da gemacht habe, kann ich dann da wieder was aufwerten? Bei ihm da herum? Wonderful. Here, Master, the serum of Rob. Give it here. Within this ichor lies the strength of the serum. And if we may be so bold to hope, an end to the Ah, ich darf jetzt wieder aussuchen, okay. Jetzt bin ich mir nicht sicher, möchte ich einen Haupthandplatz, glaube ich, brauche ich aktuell noch nicht. Nebenhandplatz brauche ich eigentlich auch nicht. Also sprich, dass ich 2 oder 3 Schilde tragen kann, dass ich 2 oder 3 Waffen tragen kann, das brauche ich aktuell noch nicht. Jetzt ist die Frage, wo ich mehr Inventarplätze habe für die Ausrüstung oder für Gegenstände. Ich glaube aber irgendwie, dass ein zweiter... warte mal, ich habe einen zweiten Ringplatz, oder? Habe ich 2 Ringplätze? Weiß ich jetzt gar nicht. Nein, habe ich nicht. Ich habe, glaube ich, gerade einen Ringplatz. Ich glaube, ich will einen Ringplatz, tatsächlich. Wonderful. Here, Master. Give it here. Ich habe noch mehr so ein solchen Gerät. Okay, ja gut, jetzt habe ich einen Ringplatz. Dann nehme ich, glaube ich, noch was für Ausrüstung, damit ich ein wenig mehr Gear aufsammeln kann. Einfach alles einmal ein wenig langsamer. Langsamer, aber sicher aufwerten. Wie viele solchen Geräte haben wir jetzt da? Ich glaube, das waren jetzt alle, oder? Oh, was ist das? Sperlingshorn. Ein verziertes, aber ein verwittertes Horn, das an der Küste von Sakra angespielt. Ah, okay. Heute ist noch mal? Hallo? Ah, okay, na, kann ich nicht mehr machen. Ich möchte da eine. Dankeschön. Aber jetzt konnte man tatsächlich überlegen, ob ich den Ring ausrüste. Ich glaube, das tue ich sogar. Ich habe zwar 24% weniger Health, aber ich regeneriere pro Schaden Health. Also ist, glaube ich, wieder in Ordnung. Gepaart mit dem Dauerheal von den Hosen, wo ich habe, wenn ich quasi einfach rumrenne, ist das, glaube ich, ganz geil. So, jetzt müssen wir mal schauen. Da haben wir ein bisschen einen Platz, da haben wir keinen Platz mehr. Was ist eigentlich das? Brauchen wir für Verbesserungen. Das lagert man mal alles ein. So, das Holz der wir mal weg. Das der wir weg. Die bei Fußwurzel. Das kann mal weg. Das kann auch weg. Das kann weg. Das kann weg. Das der wir auch mal weg. Brauchen wir auch nicht. Das der wir auch weg. Das der wir auch weg. Das ist jetzt quasi alles Stuff, den ich brauche, um Tränke herzustellen. Suppen herzustellen. Dann sind wir, glaube ich, jetzt gar nicht schlecht aufgestellt. Stimmt, bei dem Spiel war es ja, glaube ich, gescheiter, wenn mein Cam über der Uhrzeit ist. So, weil dann könnt ihr nämlich sehen, was ich in meinem Inventar habe. Glaube ich, ist auch nicht verkehrt. So, dann gehen wir weiter. Schauen wir mal, wo uns die Reise hinführt. Gut, denn... Hier kann man theoretisch... das muss man noch. Da muss man noch einen Nebenquest mit dem Trankverkäufer. Namenloser Pass. Ausgeglichen heißt es jetzt. Dann werden wir jetzt da mal den aktivieren. Da haben wir jederzeit hin und her springen genannt. Ah, da haben wir... Ja, genau. Da ist, glaube ich, nicht weitergegangen. Also. Da haben wir Schwammerl. Oh, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich wollte gar nicht fischen, ich wollte da das Krabending noch haben. Auch Krabben. Schwimmer werde ich da wahrscheinlich auch können, oder? Gibt's aber nirgendwo was. Ich muss schnell kurz an lang gehen, weil ich da absauf.
Ja, auf alle Fälle. Da liegt der Beifußkrabbe, oder wie das war? Pfeilschwanzkrabbe, fast dasselbe. Aha, da gibt's ein Secret. Wir machen halt jetzt deutlich mehr Schaden als beim letzten Mal. Ja genau, da waren wir letztes Mal in euren. Tatsächlich. Ah ja, alles klar. Okay, der Heal ist schon nicht schlecht, wenn man zuhaut. Aber Loot hat er mir heute jetzt auch keinen Dolus, gell? Wird da ist ein Beet mit Kartoffeln und so ein Zeiglers. So jetzt mal schnell, weil sonst mein Inventar instant voll. I smell fear. Aua. Ah, warte mal, ich kann von sein. Mit dem Mord. Ja, toll, und jetzt? Easy. Da geht jetzt auf alle Fälle deutlich leichter als beim letzten Mal. Wenn man mal überlegt, wie schwer das ich da habe. Was ist ein bisschen ein Upgrade von Waffen schon ausmacht. Da kann ich nicht rein, oder was? Tatsächlich. Sure you wanna head that way? Ja, eigentlich schon. Oh, das ist eine Mine. Eisenerz und Granit. Eisenerz bzw. Eisenbarren brauche ich da, wenn ich meine Waffen weiterentwickeln möchte. Also gibt es in dem Gebiet quasi dann die nächste Stufe. Erst einmal trotzdem einen Haufen rennen. Oder einen Schwammerl. Ah, da haben wir einen Hebel, der kann gehebelt werden. Da kommen wir da aber da war ja sowieso hingekommen, oder? Nothing that direction but a wrecked quarry, a closed gate, and now an army of inquisitors. Ugh, disquieting they are. I see Ellsworth marching with them. Finally graces the pass with his presence. How you living, Orvin? Could you use some help with the farm, Orvin? Nah, he didn't say nothing. Mainland looks down at her isles. Sacrament at those living outside her gates. No difference. Admiring my farmstead? My little slice of heaven? Used to be, at least. Guards march prisoners to the quarry, I sell them turnips. Guards march home, I sell more turnips. Then the plague, quarry riots, brigands and boarskin on the road. Had a wife, now I got a plot. Is Orvin leaving? Maybe tomorrow. Always tomorrow. Komischer Kauz. Erzählt mir irgendwas von einer Farm. You should have seen this place when the mountain gate was open and the quarry thriving. A right highway, plum real estate. Now it's just a warning, a road sign. Death ahead. Ja, da wo tot ist, müssen wir mir hin wahrscheinlich, oder? You should have seen a right highway. Okay, da wieder Huidersee. Mal schauen, wo wir da hin müssen.
Ja gut, das war... Ah! I see what it is, man. Man muss da, glaube ich, drüber springen. Okay, das klang da in 1000 Jahren nicht. Okay. Aber müssen wir jetzt erst einmal schauen, wo es da weitergeht. Ah, da geht's auf, oder? Ah, tatsächlich. Geht's auf und dann kann man sich da einfallen lassen. Sag ich das richtig? Sag ich richtig. Oh, sind wir da? Bisschen gut. Also die Tür geht nur von... Okay, alles klar. Die geht nur von innen auf. Ah. I'm gonna wear your teeth. Okay, der ist hier. Glaube ich. So, da kann man umbalancieren, oder? Kiefernblanken. Ja, nimm mir mal mit, ich mal Bredelhand dabei gut. So, da hinten haben wir letztes Mal rumgerannt. Ich glaube, dass dann da weitergeht, oder? Da ein Schwammerl auf jeden Fall. Oh, Kartoffel, da gehst du her. Oh, hi. Aber das ist der Heal, der Passive Heal, den wo du kriegst pro Hit, der ist schon heftig. Oh, das ist eine Heroic Waffen. Feuerschleuder. Das ist die da. Erfahrungsverlust bei Tod, Chance von 14% auf Ausdauererholung beim Verursachen von Schaden. Das ist gut. Erhalte 10% Gesundheit bei Tötung. Auch nicht schlecht und Fokusregeneration. Der Eispickel ist gar nicht mal schlecht. 16 plus 9, 9 plus 2. Dafür hat er relativ wenig Schaden. Wobei der, glaube ich, schon aufgewertet, wenn man den alles täuscht. Ich glaube, den habe ich schon aufgewertet. Oh, hi, was bist denn du? Keine Ahnung, was das für Vieh ist, aber es ist hier. Ja, mal ist mit. Tag 15 der Erkundung dieser problematischen Insel. Eine Reihe unwirtlicher Felsen ragen am östlichen Rand von Sakrament hervor. Von der Neugier getrieben, die Mechanismen des industriellen Herzens der Insel zu sehen, begab ich mich zum Steinbruch, der innerhalb des namenlosen Passes liegt. Die Umstände, die ich dort verfand, waren so abscheulich, dass ich mich zurück an Bord der Abalonian wünschte, während ich mich in meinen Beutel übergab. Ja, herzlichen Glückwunsch. Im Steinbruch werden Arbeiter mit Peitschenhieben und Rutenschlägen zum Abbau von Erzen gezwungen. Ein beunruhigendes Schauspiel, aber hoffentlich nur ein kleiner Ausreißer in meinen Erkundungen. Ja, ich vermute mal eher nicht. Wo kommst denn jetzt du schon wieder her? Was bist denn du überhaupt? Fetter Ghoul oder was? Wenn du doch einmal stirbst. Warte mal, da geht's da außen. Ah, tatsächlich, da schon her. Ich mag's mal wieder Bredel vor dem Kopf, aber ja, okay, da komme ich aber jetzt so nicht hin. Gut, das wollte ich jetzt eigentlich nicht nehmen, aber. Da, wenn ich runterfalle, bin ich auf jeden Fall am Arsch. Also das unterlassen wir da einmal. Da muss es anders irgendwie weitergehen. Das werden wir schon herausfinden.
Schnauze, Paul. Oh, kann man den Baum umhacken? Tatsächlich. Ah, ich hab keine Axt mehr dabei. Die ist mal gebrochen. Aber da geht's auf jeden Fall auf, weh. Das schaut vielversprechend aus, die ganze Gaude. Oha. Okay, ich glaube, das war jetzt nicht so geplant. Hallo? Hey, einer nach dem anderen, gell? Nicht 3 gleichzeitig. Maul. Die Geschwinskeibe. Aber Loot nehme ich mit. Was bist jetzt du? Ein Gas. I'm sorry, ich habe ein Gas umgebracht. Smile for me. Ist das der Ernst? Keine Ahnung, was das ist. Gleichgewichtsfiole, okay. Ich wollte gerade sagen, da muss es ja irgendwas geben. Drakaena-Kraut, eine Kartoffel, sehr gut. Ich darf Gegner lieber mit Kartoffeln bewerfen. Da komme ich nicht auf, so, okay. Was auch immer das ist, ein Wolfseber, keine Ahnung. Aua. Wieder ein Level Up. Perfekt. Die Hosen ist auch schlechter, also die können wir dann quasi auch verkaufen instant. Wir haben auf alle Fälle mit schweren Dinge drum können. Ich vermute mir, dass da hinter so weitergeht. Aber die Frage ist, wie komme ich da jetzt um? Ach, über den Felsen da, okay. Okay, die waren easy. Da hinten kann man sich auch noch hinstellen. Okay, da geht's eine, oder? Okay, aber da gibt's nichts. Lol. Okay, da gibt's eigentlich nur die 2 Dinge, okay. Perfekt. Da hinten ist auch noch einer gestanden. Schon fleißig erkunden die ganze Geschichte. Nicht da mal irgendetwas übersehen. Und der muss rausspringen für uns.
He did. Ah, da ist ein Erz vorkommen, okay. Kathi, habe ich dir, grüß dich, gut. Alles fit bei dir. So, jetzt pass auf. Okay, da ist scheinbar unfassbar windig, weil es den Wolf einfach komplett den nimmt's. Wow. Okay, alles klar, perfekt. Er hat einen Schaden, offensichtlich. Okay, jetzt bin ich da herum. Und weiter? Ich bin mir halt nicht... Ah, da ist ein Leute, da schon her. Die werden wir mal aktivieren. Wahrscheinlich müssen wir da weiter. Bin ich mir eigentlich sogar ziemlich sicher. Okay, eins nach dem anderen. Ist auf alle Fälle irgendein fetter Storbruch. Spiel schaut interessant aus, wie eine Mischung aus Souls und Diablo. Ist es auch. Es ist eine Kreuzung aus Diablo und Souls-like und funktioniert ja genauso. Also es sind sehr viele Mechaniken von beiden Genres, die wo da zusammenkommen. Wir wollen dann auf alle Fälle mal schauen, ob wir Suppen gehen können oder so ein Zeug. So, schauen wir mal. Natürlich nicht, okay. Da kann ich definitiv... Ah, da kann man die Brücke runterlassen, das wird dann wieder so eine Art Shortcut, okay. Man muss wohl dann da hinten weiter. Wenn du das täuscht. Ah, halt. Weil da hinten geht's nicht auf, da ist der Vorsprung zu groß. So, dann schauen wir mal da hinten her. Aber. Ah, los mich. Speer ist mies. Was hab ich jetzt da gekriegt? Ein Holzschwert. Das ist der Ernst. Tatsächlich ein Holzschwert. Erhalte 6% Gesundheit bei Tötung. Ja, gut. Verursacht 10 Feuer. Ein Holzschwert, das müsst ihr mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Holzschwert, was Feuerschaden macht. Perfekt. Was ist dann der Sekundäreffekt? Verrußung oder was? Oh, Eisen nehmen wir mit. Können wir da rauf? Ja, können wir. So, ein wenig Gold nehmen wir mit. Da hinten arbeitet noch irgendein so ein Dicker umeinander. Sitz. Kann ich den Sneaky pieken? Wahrscheinlich nicht. Jetzt sehe ich nicht, weil die Fichten davor steht oder was auch immer das für Baum ist. So ist es fein. Hey, kann man die Dicken jetzt nicht... Aua.
pieken. Oh. Da heile ich mir jetzt lieber mal. Damit nichts passiert. Wehe! Die hat mich... Oh, leg die blöde Sau, hat mir jetzt gut runtergeworfen. Geh du da mal auf, da, weil da unten kämpfen, das ist ja direkt fürs Lied. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob du überhaupt über die Treppen raufkommst, aber... Jetzt ist aber Ruhe, gell? So, nicht der Mann. So, das ist auf alle Fälle 1 fette Kiste. Gut. Ausdauerviole. Rüstungsbruchstück. Gefallene Glut, was auch immer die bringt, aber... Jetzt wenn ich halt... Jetzt wenn ich eine Ochse kann ich die Tonne da umhauen, aber habe ich halt jetzt leider nicht. Wir brauchen mir tatsächlich eigentlich schon starten mal ein neuer Save Point. Damit ich auch mal wieder nach Sakra zurückkehren kann. Es muss ja eigentlich fast da weitergehen. Mal schauen, wo kommt man da hin, wenn man jetzt da lang geht. Da ist die Feuerstelle, da kann ich noch nicht hin. Ja genau, okay. Ja, da muss der Vieri so weitergehen, geht nicht anders. So, auf dem Gewicht ist auf alle Fälle eine Truhe drauf. Fragt's mich nicht, wie man da hinkommt. Möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht ausprobieren. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir uns da jetzt einen Shortcut aufmachen können, wenn wir da nach hinten gehen. Okay. Da ist ein Kistel, aber da komme ich nicht hin. Da ist aber auch noch eine. Ja, mal mit, so. Da ist jetzt der Kran. Außerfinden, wo das hinführt. So, jetzt ist das Tor offen, wo wir vorher nicht durchgekommen haben. Das ist ja schon mal was. Sprich, wir haben jetzt einen Shortcut und können jederzeit dann wieder nach Sakra zurückreisen. Das ist dann gut für uns. Hauptsache, der ist einmal off. Der war wichtig. Ah, da ist auch noch Kisten, die ich übersehen. Ein Erfahrungstrank, den nehmen wir doch gleich einmal. Ah, halt. Nein, nicht zerstören. Gut, viel gebracht hat er mir nicht, aber besser ist nichts. Ah, warte mal. Wenn ich das da her tue, dann kann ich da her springen und von da vielleicht... Nein, doch nicht. Okay, vielleicht da kann ich da springen. Warte mal. Da oben ist auf jeden Fall... Oh, leck mir mal, jetzt kriegt einen Haufen Gesundheit ab. Da aber jetzt fast sagen, dass wir mal schnell kurz in die Stadt zurückgehen, damit ich mir mal meines Equips erleichtern kann. Weil das Gute ist, die Gegner bleiben dann ja tot. Bis auf weiteres. Hallo? No Knips. Gut.
Okay. Einmal zurückreisen, bitteschön. Gut, schauen wir mal. Was können wir auf alle Fälle verkaufen? Das Holzschwert, das bringt mir nichts. Die haben auch schlechter. Der schaut scheiße aus. +9, ja, kommt die da mal weg. Kann ich das schon tragen? Selbst, ja, kann die jetzt tragen, aber ist schlechter als mein Helm. Ich glaube, dass man Gier tatsächlich auch aufwerten kann. Muss ich direkt mal schauen. Aufwertung? Eyes up. Nein, nicht verkaufen, aber da ist ich blöd. Die muss man ablegen dann quasi, oder was? Jetzt mal nur für Spaß, wenn ich jetzt... Wenn ich die jetzt ablege. Und ich sag aufwerten. Ja, mit Rüstungsbruchstücken und Spaltleder kann man dann das Zeiglatz da alles aufwerten. Okay, ja gut. Okay, Gear kann man also auch upgraden. Perfekt. Ich glaube, ich kaufe mir bei ihm jetzt einmal... Warte mal, kann ich meine Waffen schon aufwerten? Na, kann ich nicht. Ich brauche Kupfer, Eisenbahn und Wolfsklaue. Okay. So, aber ich brauche von dir auf alle Fälle eine Hacke. Eisenschaufel. Der verkauft Eisenbahn. Aber 80 Gold pro, 80 Bronze pro Stück. Und der hat eine oh, leck mir, was hat denn der für eine Rüstung? Wieder wo denn der die Rüstung her? Was ist das? Abgesplitterte Dolche? Doppelwaffen, Doppeldolch. Die hat 9 Grundstärke. Was hat denn da mein Scheiß? Kann ich noch nicht tragen, weil mir 16 Stärke angehen. Okay. Aber die Rüstung war halt intens. Zumindest das eine Stickel, das kostet 2 Silber und 12 Bronze. Ja, okay. Also am Silber scheitert es jetzt. Ich glaube, du sogar da bist. Ich glaube, ich kaufe jetzt mal den ganzen Wumms da. Gut, wir haben jetzt zwar. Okay, jetzt habe ich eigentlich ein Missplay gemacht. Wir haben jetzt zwar jetzt ein bisschen eine Rüstung gekauft, aber. Es ist ja nicht gesagt, weil ich halt die Stats erst haben muss. Aber sagen wir mal so, welche Stats auf meiner Rüstung haben Kacke? Die auf die Handschuhe eigentlich. Die auf die Handschuhe haben eigentlich Kacke. Das heißt, mir verzaubert man da jetzt einfach mal die Hüterhandschuhe. Und dann schauen wir, was dabei rumkommt. Vielleicht. Okay, das ist ein seltener Gegenstand. Ausdauerkosten fürs Klettern verringert um 25, erhalte 8% Gesundheit bei Tötung, erhalte 17 Fokus beim Parieren. Ist auf alle Fälle besser als die Handschuhe, die ich bereits habe. So. Wie schaut's dann da aus? Fokus erhöht, Heileffekt erhöht. Der ist ziemlich stark, der Hut von den Sub-Eigenschaften her. Wie schaut's bei den Hosen aus? Die haben den Gesundheits-Regenerate drinnen. Was haben wir da? Ausdauerregeneration, Gegenstandsgewicht verringert. Okay, da kann man theoretisch nur schauen. Vielleicht kommt da irgendwas kurz um verzaubern. Ausrüstungslast erhöht um 16, Ausdauer erhöht um 6, Widerstand erhöht um 24, Sammelschwert, Erfahrungsverlust bei Tod. Das war gar nicht so schlimm. Und was haben wir da drin? Sogar da bis ist, das glaube ich machen wir sogar so. Oh, leck, Alter, wie schaut denn das aus? Das macht halt von der Rüstung her schon brutal viel aus. Die hat 108
und die hat gerade mit 37. Ich glaube, das los ich mal ja so. Und ich bin immer noch gut unterwegs. Also von der Geschwindigkeit her jetzt. Gut. Und dann tue ich den anderen Stuff einmal einlagern. Ich kann da mal schnell schauen, ich nehme mal die ganzen Edelsteine mit und schaue mit, was wir unsere Waffe verzaubern könnten, rein theoretisch. Vielleicht können wir irgendwie eine Feuer- oder Giftverzauberung auf unsere Waffen bringen. Ich glaube, das darf schon einiges ausmachen. Ton, Bredel. So, jetzt ist mein Lagertruhe aber leider auch voll. Aber ich nehme jetzt einmal mit. Jetzt pass auf. Gesprungenes Quarz, ein Saphir, ein Topaz, ein Diamant, Feder, ein Rubin und ein Amethyst und ein Smaragd. Das nehme ich jetzt mal mit und schau. Eine Seuchenflasche. Kann geschleudert werden, um 30 Seuchenschaden zu. Ja, okay, herzlichen Glückwunsch. Okay, das kann ich auch mal mitnehmen, weil das verkaufe ich einfach instant. Frostschuppenöl, das ist für Frostverzauberung, ranziges Trockenfleisch. Gut, weil dann schauen wir mal, ob wir irgendwie unsere Waffen entsprechend verzaubern können. Why kill men for free when you can be paid to do it? Okay. Verkaufe ich da erst einmal den Schund. Das wird Schmelzofen. Ach, ich kann da jetzt mein Erz einschmelzen. Okay. Nicht to know. Das können wir eigentlich auch gleich machen. So, verkaufen. Das weg. Das weg. Da ist jetzt auch nichts Besonderes mehr. Switchshell auch nicht. Und die Handschuhe da auch nicht. Das hebe ich mal noch auf. Das kann ich theoretisch einlagern. So, jetzt schauen wir mal da. Infuse. Alter, ich muss meine Waffen ablegen, sonst geht da gar nichts. Ach, die ist eh abgelegt. Ja, genau. So, jetzt nehme ich da mal die Waffen da. Mit der spiele ich nämlich. Und was kriege ich jetzt da? Da kann ich Schockverzauberung drauf machen, da Kälteverzauberung, da Fokus bei Damage, erhalte mehr Erfahrung, verliere Erfahrung bei Tod, Gegenstandshaltbarkeit, Ausdauer, Seuchenschaden, Feuerschaden. Also wenn ich halt... Was ist das für Edelstahl? Ah gut, den habe ich doppelt. Aber Feuerschaden auf der Waffe war glaube ich gar nicht übel. Wo ist er jetzt? Okay, ich mach 13% Feuerschaden. Mit der Waffen. Alter, die brennen. Boah, leck, wie geil schaut denn dies aus? Okay, ich zend jetzt jeden Gegner. Ist schon geil. Gefällt mir. Dann nimm jetzt die Erze nur mal mit, weil die Koma scheinbar einschmelzen. Weil man muss ja das Ganze auch erst rausfinden, ne? So ist es jetzt auch nicht. So, jetzt pass auf, Wacht. Jetzt nehmen wir das wieder. Wieder ist weg. Und dann nehme ich mit, jetzt pass auf, Wacht. Wo haben wir die Erze? Kupfererz. Gesprungene Kohle. Granit. Eisenerz. Gut, das sind eh Barren. Das passt sowieso. Okay.
Schauen wir mal, ob ich, wenn ich das einschmelze, ob ich da direkt gleich die Barren rauskriege, die ich da brauche, um Sachen aufzuwerten. Aber normalerweise ja. Zumindest verstehe ich das ja so. Why kill men for free when you can be paid to do it? So, let me see. Kann an einem Schmelzofen zu Kupferbahn verarbeitet werden. Und zu Eisenbahn, ja, schau her. Nothing sings like steel. Ah, ich kann das da rein tun und dann braucht das eine gewisse Zeit. Nothing sings like steel. Okay, das braucht dann eine gewisse Zeit. In dem Fall 7 Minuten oder 8 Minuten, bis das da Barren rauskommen. Auch nicht schlecht. Gut zu wissen. Dann brauchst du es quasi, dann musst du es quasi nur unterwegs abbauen, die Erze, und dann kannst du es einschmelzen und dann brauchst du es quasi rein theoretisch nicht kaufen. Kaufen war dann quasi der schnelle Weg. Das Einzige, was mich noch interessiert hat, ob man irgendwann die Möglichkeit hat, seine Inventartruhe zu erweitern, also die oder die Lagertruhe, dass man die erweitert, dass da mehr reinpasst. Gut. Dann machen wir weiter. Ein paar Meter kann ich mal schnell rennen. Jetzt so Schnellreise mache oder nicht. Bleibt sich dann wurscht. Vor allem überall, wo ich jetzt hingehe, habe ich quasi eine integrierte Fackel dabei, weil ich jetzt meine 2 Dolche mit Feuer verzaubert habe. Schon nicht schlecht. An der Stelle leckt es Speio bei. Das ist mir beim Offstream-Spielen schon aufgefallen. Oh ja, die macht jetzt Schaden. So, und jetzt haben wir ja da quasi die Mine vorher aufgebaut. Jetzt können wir genau da weiter, da wo wir aufgehört haben. Perfekt. I like. Okay. Super, da war der Reisepunkt gewesen. Ja, okay. Habe ich nicht gesehen. So, was ist mit dir? You're not the Inquisition. You're something else. Malek, du schaust nicht gut aus. They came like a fire, not seeing, only burning, marching toward the mountain gate. Left us to die. But some prisoners fled before the madrigal came, sought safety in the Serum ruins to the north. The 2 who led the escape, they were the worst of us all. The Riven Twins. The Riven Twins. If the Torn don't kill you. Oh, they surely will. Das warten wir mal ab, wer mich umbringt. Diener Gottes. Ein Überlebender im Steinbruch warnte uns vor einer Gruppe entkommener Gefangener, die zu den Zerem-Ruinen hinter dem Gefängnis geflohen sind. Wir müssen bei unserer Suche nach der Madrigal auf der Hut sein. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das hätte er vorher sagen können, dass der Weg nicht einfach wird. Da hinten dieser Feuerstein? Warte mal, da oben ist Loot. Kann ich das anzünden? Kann ich die übers Nirvana schirmen? Okay, man, da geht's eine, okay.
Alter, die Effekte, die schauen schon richtig nice aus. Mit dem Feuer. I like a lot. So, da haben wir Luderin. Der Ausdauerfiole, okay. Okay, der da oben hat so einen komischen Hut. Mhm. Also müssen wir erst mal schauen, wie geht's weiter. Auf alle Fälle haben da überall die ganzen Schienen zerstört. Nice. Okay, die kann zaubern, das gefällt mir nicht. Da ist ein Lorter. Da ist auch ein Lorter, okay. Okay, Schild brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber ein Langspitzschild nehme ich jetzt einfach mal mit, weil warum nicht? Moment, da ist ein Lorter gewesen, da hinten. Da nicht, aber da. Da war ein Lorter. Beifußkraut, das brauchen wir, um Suppen zu kochen. Da oben ist eine Truhe und da kann man kraxeln. Da kann man auch kraxeln. Oh, da Truhe, die hätte ich jetzt gar nicht gesehen. Eine Fichtenangelrute, ja, die nehme ich jetzt einmal mit, weil warum nicht? Mal Krixelkraxel. Aha, da kommen wir da jetzt wieder. Ah, da kommen wir dann auf den Loot hier. Okay. Na gut, 10 Goldmünzen haben sie auch. Perfekt. Also das ist das Loch da runter, okay. Oder oben gibt es noch irgendetwas. Gut, dass die da oben überhaupt nicht mehr gespannt, dass ich da unten spazieren renne. Okay. Aber das müsste alles gewesen sein. So, da geht's noch weiter auf. Okay. Oder auch nicht. Ah, warte mal, den kann ich doch jetzt bestimmt Sneaky Peeky machen da rum, oder? Ja, das ist ein Beyblade oder was? Oh nein, nicht schon wieder ein Gegner, der muss sich teleportieren gehen. Was ist denn das? Schaller der Tant Kürasseri. Die schaut aus wie ein Feuerwehrhelm. Da machen wir auf alle Fälle ein Pilzcurry mit Fleisch, weil das macht mehr Heilung. Darum ist noch ein Kraut. Okay. Ein Schwammerl. Kiste. Sirenenschwanz. Scharf wie eine Peitsche, schleimig wie eine Leber. Ist zur Herstellung von Verbrauchsgegenständen. Ja, das nehmen wir jetzt mal mit. Solchen Flaschen nehmen wir auch mal mit. So, die Frage ist jetzt aber, wie komme ich da auf?
da irgendwie? Ah, das ist so ein dünner... Okay, da geht's nicht um. Ja gut, da muss es einen anderen Weg geben. Mal schauen. Oh, da ist ein Eps. Da ist der Save Point. Ah, da geht's auch noch um. Aber reicht das? Nehmen wir auf alle Fälle wieder Eisenerz mit. Weil das da oben verstehen bringt nichts. Aber man kann da auch verstehen und dann vielleicht umspringen. Das kann vielleicht gehen. Moment einmal, jetzt brauche ich aber erst einmal... Oh, ich habe nur noch ein so geschossen. Ja, das ist blöd. Aber die dreht sich um. Okay, keine Chance, da kommst du so nicht um. Man muss einen anderen Weg geben. Okay, jetzt habe ich ein Problem, weil... Wie komme ich jetzt da wieder runter, ohne dass ich stirb? Gar nicht. Ach, da kann man sich... Ah. Hätte ich jetzt bald übersehen. Will ich gerade sagen, du musst ja da auch wieder runterkommen, ohne dass du stirbst, sonst war es ja direkt. Ein Aufzug fährt oben und der andere fährt auf. Jetzt warte mal, kann man sich dann vielleicht da irgendwie oben fallen lassen? Oder beziehungsweise da hinten kann man... Ah, warte mal, ich sag schon. Da ist ein Kran und den Kran kann man bestimmt verstehen, oder? Oder auch nicht. Auch gerade noch überlebt. Du nimmst einmal Schwammerlsuppen und dann passt es wieder. Gut, so geht es natürlich auch, dass ich mich da oben droppen lasse. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber ich glaube, das soll ja da so nicht funktionieren, aber es ist wurscht. Ich nehme am Dorf auf alle Fälle mal die Schwammerl mit, damit nichts passiert. So, und jetzt haben wir ja auf der anderen Seite, wo wir vorher gerade nicht umgekommen haben. Keine Ahnung, ob das der korrekte Weg ist. Ich glaube es eher nicht. Ein Eberhauer, ein Rohstoff, okay. Okay, da geht es jetzt quasi auf die andere Seite um. Aber man muss ja irgendwie den Gran da noch verstehen können, damit... Ah, da unten kann man...
Genau, fall du da mal runter, bist gut aufgekommen. Der kommt einfach zurück. Okay. Schnauze. Eine Hirtenherde Eintopf. Was? Eine Hirtenherde Intopf. Was? Was war das? Eine Hirtenherde. Ein Hirtenherd-Eintopf. Eine Hirtenherde Intopf. Jetzt hat gelesen. Steht 80% Gesundheit wieder her. Leck mich am Arsch. Das ist auch schon. Na. Auch schon einiges. Ich habe schon wieder Fichtenangelroute, für was ich zwei brauche, weiß ich nicht. Aber wir nehmen es einmal mit. So, jetzt pass Obacht. Da muss irgendwo die Leiter gewesen sein, die wo ich abdrehen kann. Das meine ich sogar die da, oder? Ein Ruferturnika. So, jetzt haben wir da auf alle Fälle den Shortcut, wo wir jederzeit wieder aufgehen können. Falls wir jetzt da oben vorhin da hatten. So, jetzt pass Obacht. Jetzt haben wir da. Ah, ich glaube, ich sehe. Das müssen wir auf alle Fälle, glaube ich, so machen. Da haben wir Kraut. Geht jetzt erst einmal da entlang. Eisenerz und Granit, okay. Da ist eine Leiter, die dreht man auch gleich oben. Und da können wir wahrscheinlich die Kurve kurbeln, oder? Genau, dann ist das Tor auch schon mal offen. Für was auch immer gut ist, aber es ist zumindest offen. So, und jetzt müsste man doch dann da theoretisch überkommen, oder? Ja, genau. Da drin gibt es auch noch etwas. Ja, das Gebiet ist wieder ein bisschen verzweigter, habe ich so das Gefühl. Okay, da gibt es auf alle Fälle Loot oben. Ein Wildlinghelm. Und der ist besser wie meiner. Gesundheit erhöht um 11%, Rückstoßwiderstand um 5% erhöht. Und was ist das? Ja gut, aber die 27% Teileffekte, die reißen jetzt schon brutal viel aus, gell? Nice. Okay. Okay, was haben wir da jetzt? Da ist auf alle Fälle... Das kann man nicht kaputt machen, okay. Da können wir nicht auf. Moment, damit muss man da einen Kran verstehen? Ja, ich glaube, da muss man einen Kran verstehen. Stellen wir den einmal da her. Ach, jetzt können wir ja da auch nicht mehr auf. Ja gut, okay, aber das macht jetzt nichts. Pass auf, da können wir ja wieder außen rumrennen. Das ist jetzt überhaupt kein Thema, weil wir haben ja die Leute da oben lassen. Oh, das ist eine Kiste, die ich übersehen. Mehr Loot, mehr gut. Frostflasche, ja gut, da kann ich halt
Flüssigstickstoff, ne? Wir für den Gegner Flüssigstickstoff in die Fresse und dann passt es ihm auch wieder. So, da haben wir Schwammerl. Jetzt, Moment. Wir müssen erst ein wenig orientieren. Da waren wir, glaube ich, noch nicht rund, oder? Ah, jetzt haben wir da wieder drin. Okay, ja genau. Dann kann ich ja da wieder auf, weil die Leute da mal oben lassen. Genau. Dann können wir da um. Und da auf. Da auf. Da auf. Und da um. Perfekt. Ich wieder umgehen. Scheiße, jetzt immer eine Spitzhacke hier. C, fix. Und auch noch einen gekauft. Was haben wir da? Einen Hebel hebeln? Okay, hebelt den Hebel nochmal immer. Ist das jetzt. Das ist jetzt nicht der Ernst, oder? Jetzt komme ich da nicht mehr um, oder wie? Ach, da kann man durchgehen. Okay, lol. Ich vermute nämlich, dass da dahinter ein Bosskampf ist. Gut, man war da irgendwie auch durchgekommen, I guess. Erst mit der Einrichtung kaputt machen. Eine Nitklinge, einhändig gerades Schwert. Dieser epischer Gegenstand. Erfahrungsverlust beim Erleiden von Schaden. Das ist scheiße. 7% pro Tötung und erhöht Fokus für 20 Sekunden nach dem Parieren. Okay. Ich nehm's einmal mit. Ja, immer da mit oben. Hat die Tierkreuz. Hallo? Okay. Ist gut. Jetzt haben wir nämlich den Punkt aktiv. Easy. So, aber da hinten ist auch noch weitergegangen. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich den jetzt drauf habe, obwohl er 3 Meter in der Luft war, aber okay, ich nehm's mit. Die Dolche Daumen. Nachtfalke, hab ich die Ehre, grüß dich gut. Schön, dass einer schaust, wie geht's da? Gut, durch das, dass die halt Feuer verzaubert, hoppla, wird halt die wahrscheinlich nicht anfällig gegen Feuer sein. Aber das ist halt wahrscheinlich auch eine Ausnahme. Oder ein Blitzspeer auf jeden Fall. Es ist halt so krass, der haut mich und sobald ich Schaden mache, heile ich mich komplett wieder entgegen. Okay, ich habe nicht bedacht, dass man backsteppen kann. Lange gut und selbst wollte mir das Game mal anschauen, ob es was für mich wäre. Ich kann es grundsätzlich bisher nicht schlecht drehen. Muss ich ehrlich gestehen. Also mir taugt es tatsächlich sehr, sehr gut. Wenn du mit Diablo bzw. mit Souls-Likes was anfangen kannst, dann ist es wahrscheinlich schon eher was für dich. Elende Schützentunika, ja, herzlichen Glückwunsch. Jetzt zersäbelt den Burschen. Okay. Schwammerl. Ah, das ärgert mich jetzt, dass meine Spitzhacke kaputt ist.
Gut, die Routen nehme ich jetzt nicht mit, weil jetzt habe ich schon 3 davon. Okay, da ist eine Leiter, die nicht nach unten geht. Ah nein, nicht du schon wieder. Weil der was der Feuerdamage alleine ausmacht. Die haben wir jetzt ja komplett zerstört, die Braut. Wieder? Moment, ich habe jetzt da gleich mal 11 plus 4. 10 plus 3, da ist die schlecht, da kann man dann verkaufen, okay. Der Helm war besser. Der ist scheiße, die ist auch schlecht. Die ist auch schlecht. Ja gut, kann man dann alles. Das kann man ja alles verkaufen, das ist ja kein Thema. Also ein bisschen gut. Wieder um mich. Achso, okay, jetzt bin ich quasi wieder da unten, oder? Ja, okay. Töp, 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 töp. Hä? Aufgekommen du jetzt nicht, oder was? Ist der Ernst? Wo ist jetzt so? Da gibt's bestimmt irgendwo ein Secret, oder? Wo man schon denkt. Gibt's gleich grillten Fisch. Okay. Oben. Okay, da ein Haufen Eisen vorkommen. Wow, da wuchsen noch 2 raus. Da wuchsen noch mehr welche raus. Haben wir es jetzt? Scheiße, jetzt habe ich kein Inventar bloß mehr. Das ist jetzt schlecht für mich. Nein, ich will die Truhe öffnen. Hallo? Ah, der ist jetzt auch gerade voll. Ja, kann ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich nur die Truhe haben. Verdammt. Okay, pass auf. Was finde ich denn zuhauf eigentlich? Das Eberhau habe ich noch nicht so oft. Kupferbahn kann ich jetzt, glaube ich, entbehren, weil die kann ich kaufen. Und ich habe einige in der Schmiede. Zähes Fleisch. Genau, das wollte. Harnisch des mutlosen Ritters. Der ist stärker als meiner. Der ist noch kommen, aber den können wir ja ummodeln. Und dann schauen, ob wir was Besseres draus kriegen. Geht man nur das Fleisch da ab. Ja gut, aber das Fleisch ist mir eher irrelevant. Alter, da ist noch der Hodenschädel. Sirenenschädel. Okay.
Fleisch ist mir egal. Gut, dann da ich jetzt vorschlagen, gehen wir mal schnell kurz in unser Hut zurück. Und schauen wir mal, ob wir vielleicht die Gier mal auf Vordermann bringen können. Und dann machen wir unser Inventar wieder ein bisschen. Machen wir in unserem Inventar wieder ein bisschen mehr Platz. Gut. Geht ja gut voran eigentlich, an und für sich. So, jetzt müssten ja dort theoretisch jetzt die Eisenbahn, die müssten ja jetzt theoretisch fertig sein, oder? Ja, genau. Jetzt haben wir wieder eine. Geht nicht, weil ich jetzt natürlich mein Ding voll habe, ja, ist klar. So, dann schauen wir mal. Der hat schlechte Substats, den verkaufen wir. Die ist schlechter, die Routen tue ich auch mal weg, Schilder nimm ich nicht. Ist jetzt eigentlich auch nicht so unbedingt schneiden, das ausweichen. Kann die extrahieren tatsächlich, das kann man schon, oder? So, die ist besser, die ist schlechter, die tun wir auch weg, die ist auch schlechter. Der war besser. Der Helm, den kann man noch mal. Okay, den und den, der wir auf alle Fälle einmal verzaubern und schauen, was rauskommt. So, verzaubern. Einmal diese hier. Ausdauerverlust beim Erleiden von Schaden. Okay, das macht Gleichgewichtsverteidigung. Gesundheitsregeneration, der zweite Gegenstand. Unzerstörbar, 4% verursachter Schaden beim Erleiden von Schaden. Wow, legt halt Reflect Damage, der ist ja richtig krank. Gut, ich schaue zwar jetzt aus wie Gwamper der Uhu, aber das nehmen wir jetzt mal mit. So, und den werden wir auch noch verzaubern. Nein, halt, das wollte ich nicht. Moment. So. Verzaubern. Feuerwehrhut. Gesundheit erhöht um 12, Gegenstandsgewicht verringert um 27, Rückstoßwiderstand erhöht um Rüstung erhöht um... Ja, nicht mehr. Aber der hat jetzt dafür ein bisschen die Heileffekte. Aber gut, das macht nichts, weil wir haben ja jetzt zweimal Gesundheitsregeneration drin, einmal in die Hosen und einmal im Brustpanzer. Das ist schon richtig gut. Das können wir tatsächlich einmal so lassen. So, jetzt müssen wir nur schnell an meine Kisten und halt Stuff einlagern. Wobei das jetzt auch wieder langsam ein Problem wird, weil die Kisten in meinem Hut ist ja auch schon gleich voll. Was kann man da noch machen? Vielleicht kann man da was einlagern. Doch nicht. Genau, weil die ist ja auch schon fast voll. Schwammerl habe ich so viel dabei mittlerweile. Da gibt es unterschiedliche dann, oder was? Es geht jetzt nicht mehr, okay. Gut, wir brauchen da unbedingt mehr Platz. Das sehe ich schon kommen. Beziehungsweise da einfach mehr Inventar. Ausrüstung kriegt man tatsächlich gar nicht so oft.
Aber bei der nächsten Seuchenessenz, die wo wir da kriegen, werten wir auf alle Fälle unser Materialinventar auf, damit wir da wesentlich mehr mitnehmen können. Da hast du irgendwas? Na, nichts Besonderes. Okay. Gut, dann gehen wir weiter. Schön, schön. Wo die schon schön wohnen. Moment. Ich gucke. Passt. Aber halt, dass wir mit dem Hund weitergehen. Scheiße, jetzt habe ich keine Spitzhackel nicht gekauft. Ah ja, okay, ist egal. So, da wollte ich mich noch umschauen. Okay, da gibt's nichts mehr, oder wie? Achso, da haben wir dann quasi alles. Okay, ja gut, dann gehen wir nach oben weiter. Vielleicht gibt's oben noch was zum Finden. Genau, das habe ich ja liegen lassen da drin. Das ist ja nur so Angelruten. Da geht's nicht weiter auf. Achso, ja, okay, dann haben wir da quasi jetzt erstmal eh alles. Okay, da müssen wir hinten weiter. Also das ist der Weg dann, okay. Da ist nämlich hinten irgendwo durchgegangen. Nein, nicht da, nicht da, nicht da, nicht da. Auf der oberen Seite. Da, genau. Da meine ich. Okay, das ist dann auch wieder Shortcut, weil da kann man das wieder nach unten klappen. Dann werden wir da durch das Stil durch müssen. I guess. Erst einmal Salz senden, wo es da nicht bei 3 am Baum umhockt. Da geht der Lord da oben. Wenn wir vielleicht doch noch so eine Spitzhacke mitnehmen sollen. Okay, ich meine, hinter dem Wasserfall gibt es ein Secret. Wie jetzt, du kommst da nicht auf, ist das der Ernst? Oder geht es einfach nicht weiter? Ja, das kann natürlich auch sein. Okay, da gibt es einfach nichts. Außer den Eisenhaufen, oder? Okay. Da geht auch wieder Treppen oben. Irgendwas ist da am umeinander stopfen, das gefällt mir schon wieder nicht. Feuerbeeren? Ach ja, da drin. Bleib du da mal stehen, das passt ihm dann schon. Aber so würde ich sagen, werde ich da durch müssen. Au!
Was hat denn das Ding für eine Range? Ah ja, okay, komm nicht mehr rein, hallo. Okay, ich hab nicht mehr rein können, warum auch immer. Und das ist Ausdauer abgesagt. Ich hab doch da irgendeinen Helm, der wo... Ah, okay, warte, dann nehmen wir das mal schnell weg. Nehmen wir die. Es ist die gleiche Gegnerart wie vorher in dem... wie in dem Königsraum da drin. Ganz am Anfang vom Stream. Okay, der verzögert die Schläge, der Bursch. Da wieder da, hab schnell 20 Minuten Power nicht machen müssen, weil ich nie fahren wir heute ja noch auf ein Konzert. Oh! Okay. Erstmal WB und was für ein Konzert? Okay, der Bursche da, der nervt mich. Der hat ein bisschen komisches Pattern. Alter, für die Gräs, der versucht eigentlich nicht so schnell sein. Aber... Ja, der hat halt aber eine gottlose Range, gell, mit seiner Waffen. Das war jetzt ein absoluter Drahtseilakt, den was ich da jetzt gemacht habe. Stirb! Mistviech elendiges. Oh, so lebt mir Musch. Schimmlige Nithosen, ja perfekt. Danke. Disney in Konzert ist in... Oh! Disney in Konzert. Da glaube ich kriege da wahrscheinlich massivste Flashbacks. Da wünsche ich jetzt schon mal ganz viel Spaß. Wann geht's denn überhaupt los? So, okay, der hat jetzt die Kurbel bewacht, oder? Der lebt noch. 10 alle. Wenn ich die wieder anziehen. Wenn nicht mehr Gesundheitsregeneration. Es wird sicher schön. Cool, sie Mod. Um halb 8 Melle hält mich in einer halben Stunde ab. Halbe Stunde noch? Ja, ich glaube, das wird sich ganz gut mit meiner Streamzeit heute decken. Das wird so bis ca. 6 Uhr, schätze ich mal, werde ich live sein heute. Denke ich mal.
Okay, was richtig okay, die Rüstung muss ich ablegen. Die Rüstung ist ganz schlimm für mich. Jeden Treffer, den wo ich kassiere, lädt mir meine komplette Ausweichleisten aus. Also meine Ausdauer. Ich kann nicht angreifen, ich kann gerade gar nichts tun. Ich kann quasi gar nichts mehr machen dann. Die Rüstung muss ich unbedingt verkaufen. Ja, ist gut jetzt langsam, okay? Blöd, wenn man da noch einen Gegner hat, der wo sich wieder wehren kann, gell? Scheiß Mistviecher, Elend-Ding. Who's there? Someone of the flesh? Shh, be quiet. They'll hear us. Okay. Ah. You there? It is your moral duty to serve. And me as well. How can you help? You don't have hands. So, jetzt pass auf. Muss mir da mal einer von in meinem jugendlichen Leichtsinn? Okay, da kommt man zumindest auf. Okay, jetzt bin ich zumindest in meinen Rang aufgestiegen, das ist ja schon mal was. Aber warte mal, wir brauchen eigentlich 16 Stärke für ein bisschen Dolch, right? Gut, aber sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht ein. Mittlere Gewichtsfiole. Dann machen wir da mal den Shortcut. Da der einmal kochen. Ah, da kocht man gleich mit 10. Beziehungsweise 5. Aber dann habe ich von denen auch wieder 8. Dann wird schon recht. Passt. Okay, da kann man nicht umschleichen, alles klar. Auf wie kann man da auch nicht. Du brauchst Schlüssel Steinbruchwacht. Okay. Muss mir raten, der warte mal. Im Bereich des Möglichen glaube ich, dass der da dahinter ist. Nein, das ist einfach nur Menschenhand, ja, herzlichen Glückwunsch. Aber da geht es auf alle Fälle mal weiter. Da kommt man wieder raus. Keiner meint, da kommt man nicht weiter. Wenn ich da anziehe, ändert das irgendwo irgendwas. Mache Türengängen zu, mache Gängen dann auf. Jetzt pass auf, wenn ich mal komplett in die Richtung kurbelt. Ich möchte mir, dass die rechts so aufgeht. Genau, die möchte ich mal haben. Ja, okay, dann können wir aber da jetzt... Ah. Gut, dann komme ich da einer, aber das hilft mir so gesehen jetzt erstmal auch nichts.
Jetzt wart. Wenn ich dann das da aufmache. Die da, oder? Die ist unzerstörbar. Warum komme ich da auf? Aber ich komme nicht da um. Okay. Ich komme maximal da her. Aber das bringt mir ja nichts. Okay. Oh, okay, ich komme doch da her. Ah ja, okay. Gut, da brauchen wir jetzt wieder den Pickel, den haben wir nicht. Hirschgeweih. Er hielt so lange durch, wie ich konnte. Es tut mir leid, Tobias. Ich spüre es jetzt, den schwarzen Ring in meinem Kopf. Gedanken werden zu Blut, Haut wird zu Augen. Komm nicht her. Dein Hügelgrab. Ah ja, perfekt. Jetzt noch einer dringlichen Warnung an. Warte mal. Oh, wait a minute. Wo geht's denn da her? Okay, Waffenbruchstück. Schaut so aus, wie wenn es da was gab. Gestreifte Matrosenbrüche. Der ist Schmutz. Warum geht's nicht weiter? Außer da. Da kann man die Wurzeln aufsteigen. Ah, jetzt kann man da die Leute oben lassen, oder? Na, die ist eh schon und. Wait. Ich glaube, ich habe so eine Ahnung, wo wir da jetzt rauskommen. Ja, genau, okay, was. Da hinter ist dann nämlich jetzt unser Save Point. Easy, perfekt. Dann haben wir da den Shortcut. Das ist ja schon mal was. Also den ganzen Stuff nicht wieder außen rumrennen. Das heißt aber zwangsweise, dass da weitergeht. Oder eigentlich weitergehen muss. So, da waren die Wurzeln. Warte mal, da kommen wir. Da können wir noch umspringen. Jetzt ist ja wurscht, jetzt haben wir einen Shortcut ja offen. Perfekt. Das hat ja richtig gut funktioniert. Gut, dass ich den Shortcut gefunden habe. Dann können wir diese nämlich gleich nochmal probieren. Es ist ein bisschen schwierig zum sehen, wo und wann man anstürzt, wenn man nicht genau daneben steht. Okay, da können wir da raus. Hey, aber wie kommen wir denn dann da hin? Sehe ich jetzt von da nicht. Scheiße. Na gut, gehen wir mal die Wurzeln auf. Ey. Okay, da ist ein Lagerfeuer. Vorher können wir nichts, weil wir keine Ressourcen haben. Dann schauen wir mal.
Okay, da ist eine Mordstreppe. Ich vermute mal, dass da irgendwo dann der Boss ist. Da ist wieder ein Secret Point. Secret Point, Checkpoint. Und ich vermute mal, da hinten ist ein Boss. Wie jetzt einfach mal so frech und behauptet. Da geht's nicht weiter. Wir haben jetzt weit oberhalb von den Minen. Ah, da geht's noch um. Da schau her. Brücke von Khazad-dûm, Freunde der Sonne. Der war auch besser wie der meine, aber den muss ich verkaufen. Der ist komplett... Also, wenn du getroffen wirst und dann Ausdauerverlust hast, dann kannst du gar nichts mehr machen. Also, den muss ich verkaufen und den kann ich neu rein. Du kannst jetzt auf den Balken fallen und dann... Okay. Apropos Brücke von Khazad-dûm, Freunde der Sonne. Ich weiß, dass jetzt vielleicht einige das jetzt nicht wirklich mitkriegen oder halt für die es halt noch nicht mitgekriegt haben. Bis nach dem Stream, also sprich in etwa in einer halben, dreiviertel Stunde, läuft auf meinem Discord-Server noch eine kleine Abstimmung. Da könnt ihr abstimmen, welches Herr der Ringe-Spiel bei mir ab kommender Woche anfangen. Ich weiß jetzt gerade den aktuellsten Stand nicht, aber vorher war Herr der Ringe die Eroberung mit 2 Zählern in Führung. Ja, also gerne auf meinen Discord-Server kommen, wenn ihr mitentscheiden möchtet. Die Nachricht ist angepinnt. Und gerne euch ein Voting abgeben. Bitte, Dankeschön. So, ja gut, okay, dann werden wir da weiter müssen, schätze ich mal. Ich tippe jetzt einfach mal, dass da jetzt dann gleich ein Boss kommt. Da hinten Walleck. Es hat gerade so also ein kleines bisschen was von Plague Tale, wenn du mich fragst. War ich nicht wie drauf komme, aber... Aber warte mal, da kann man einen Shortcut aufmachen. Das ist jetzt welcher noch? Was für ein Shortcut bist jetzt du? Warte mal, da haben wir umgekommen. Hä? Was war denn das für... Moment einmal. Das muss man schon genau anschauen jetzt, aber jetzt bin ich gerade ein wenig verwirrt. Ah, das ist der da beim Gefängnis. Okay, ja gut. Mein gut, haben und nicht haben, ne? Hauptsache, wir machen mal einen Shortcut, falls mal was passiert. Machen wir da weiter. Oh. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich... Hallo? Okay, die tun mir nichts, aber die sagen mir halt auch, ich muss da ein. Okay, alles klar, ja gut. So, schau mir zauberhaft, dass wir die nichts tun. Okay, wo sie auch immer die verbrennt haben. Es war groß. Okay, da legt jetzt tatsächlich auch eine Spur ein bisschen. Na gut, dann gehe ich halt da rein, wenn du schon unbedingt möchtest. Alter, ich mag so eine helle Bade haben als Waffe. So, servus, grüß euch, ich bin's, der Sepp. Ich darf durchsagen, wenn's war. Da hinten zuckt was, hab ich ganz genau gesehen. Warum zuckst du?
Warum? The gate to the holy city did not fall shut without reason. The ancients built it to defend against the plague. The ancients are dead, Governor. It's our duty, not theirs, to save the people of Caelin. Can you not hear them yourself, crying out for help, calling us through the stone? I hear nothing. The mountain won't yield to your words the way men do. Of course it will. All I need is someone who speaks its language. Warum ist in solchen abstrakten Sachen immer Kirche verwickelt? Ich verstehe es nicht. Tender of the words, speaker of the dead, those who walk between the rain. Die durch den Regen gehen. Ja, ich gehe auch oft durch den Regen. There's a beauty to the old names, even in their heresy. Surprised I recognize you, Serum. I used to sneak into the archives at night to read stories of your people. The church considered it forbidden knowledge. Old fools hiding from what they don't understand. But I think we understand each other. There is an inscription at the base of the gate. It speaks of a chamber to the west, a means of opening the way. This is why you're here. Super, ich bin schon wieder so ausgenutzt wie so der Feit Stickelfleisch. Go to the chamber and be seen by your god. Let your presence be my passage. Have you ever seen Caelin, Serum? Twice a day her cathedral bells call out for grace, and twice a day her many voices answer. Ich habe jetzt ernsthaft Darmglocken gelesen. I will let you see her, if you help me see her restored to glory. Passt, die zeigt mir ihre Glocken, wenn ihr helft. Ist das gut? Many in the church see you as a blight to be stamped out. Das war aber nicht so christlich. Prove them wrong, Serum. Go to the chamber. Open the gate. So, Ellsworth, was hast du zum Sagen? Serum. I suppose you have no fear of the pestilence at all. Ding! She brought an army and a will to match it. Perhaps I've grown too accustomed to retreat. Also, so wie ich das sage, misstraut der Braut ungefähr jeder, sogar ihr Governor. Also muss da was ganz faul im Busch sitzen. Ja? Und ich rede jetzt nicht von ihren Depp. It's said that your people built this gate during the first war with the plague. When it fell a year ago, you could hear it in every corner of the island, like thunder. It woke me from a deep sleep, one I feel I've never quite returned to. Even if you heed the Madrigal's request, be careful. There's a fell wind coming from that cavern to the west. Ja, was werden schon im Westen in der Höhle drin sein? Irgendein fetter Boss, der wo mir dann wahrscheinlich gnadenlos umpimmelt. Da war by the way ein Speicherpunkt. Aber keine Ahnung, wie da hingehen. Ich mag das eigentlich jetzt gar nicht da, aber es wird nicht helfen. So. Zum Lesen in Schriftröhren. Offen in Frieden ungeschlossen, Tage der Qual, flüstert der Sprechenden aus der Kammer im Westen. Ja, okay, und jetzt? Ernsthaft, du sagst 5 mit Dipf und der Sei schreibt da nichts. Ich glaube, der Sei hat einen massiven Power nicht, wenn du mich fragst. Aber ja, es ist strange. Ja, okay. Ah, vielleicht da weiter, oder was? So, my quest log.
Die Madrigal glaubt, dass sie mit unserer Hilfe das uralte Tor öffnen kann, hinter dem die Stadt Kalen liegt. Den Schlüssel vermutet sie in einer verborgenen Kammer in der Nähe. Dahinter. Aha. Der muss wirklich massiv sein. Ja. Ah, jetzt gehen die Schupferbrunzen da auch aufzeigen. Ja, perfekt. Dann wissen wir, wo wir hin müssen. Kappe des mutlosen Schützen, ja. Ja, mutloser Schütze. Da haben Schwammerl herum. Hab's ganz genau gesehen. Ah, und da kann ich jetzt den Speicherpunkt machen, okay. Mir wundert es, dass wir noch keinen Boss nicht gefunden haben. Ich war jetzt da der felsenfesten Überzeugung, dass da jetzt ein Boss kommt. Ah, Kartoffeln, mehr gut. So, ich habe jetzt irgendeine Brücke gemacht, für wo sie die braucht, weiß ich nicht, aber das werden wir noch rausfinden. Der Hund ist auf alle Fälle... Gehen wir jetzt in die Minen von Moria, oder was? Ich hab jetzt nicht so wirklich einen blassen Dunst davon, wo ich da jetzt hinkomme. Also los ist auch erst einmal bleiben. Die Frage ist, ich werde jetzt da auch nicht mehr raufkommen, oder? Ja, aber man schon fast denkt, ja gut, dann brauchen wir eine Arschbombe, es hilft jetzt nichts. Der muss wirklich massiv sein, ja, davon kannst du ausgehen, weil normalerweise, du kennst den Zeig nur gut genug. Scheiße, jetzt habe ich schon wieder keinen Platz nicht. Inventarmanagement, das nervt mich. Okay, wir müssen unbedingt das Materiallager weiter ausbauen, wenn wir mal so weit haben. Apfelpastete und Sturmflaschen. Eisenerz. Oder nicht mehr. Was Beifußgrad kann ich nicht mehr. Stelzen des Kreischers. Keine Ahnung, warum sie der nicht wäre, aber okay. Das ist fein für mich. Bromflaschen. Ist auch wieder Bomben. Jetzt findet man einen Haufen Geschosse. Wie da reinkommen? Keine Ahnung. Möchte wieder auf. Au.
Drakainer Teigtasche, einfache Speise. Wolfsniere, ja, herzlichen Glückwunsch. Jetzt komme ich da wieder raus. Also Feierstei. Schauen wir mal, wo es gehen können. Geht sogar. Will ich es umdrehen? Ja, kann ich. Ah, und jetzt haben wir, okay, jetzt haben wir quasi wieder da. Und was hab ich für ein Ding eintreten? Das war der da drüben, oder? Also ich hätte da sowieso oben müssen, anders war es eh gar nicht gegangen. Oder sage ich das falsch? Moment. Ach, ich hätte sowieso da hin müssen, anders war es eh nicht gegangen. Weil sonst war ja da die Brücke besetzt gewesen. Wäre nicht besetzt. Nicht unten gewesen, da war ich gar nicht hingekommen. Aber du jetzt einmal schnell kurz Lagerhaltung machen. Ein bisschen. So, der machen wir verkaufen. Alles, was schlechter ist, grundsätzlich, der machen wir weg. Das ist schlechter. Das ist auch schlechter. Der ist Schmutz. Den rollen wir. Die rollen wir auch. Den rollen wir auch mal. Die tun wir weg. Die hebe ich nur mal auf. Die Angel tue ich auch weg, weil haben wir ja eigentlich. Aber was ist das für ein Steinhauerring? Erhöht die Rüstungsstärke des Trägers für eine bessere Verteidigung. Den können wir eigentlich auch mal rollen. Wobei der ist schon... Achso, da ist noch ein Stat drauf. Okay. Und dann wir den nochmal rollen lassen. So, was ist dabei rumgekommen? Erhaltener Schaden erhöht um 20%, Fokusgewinn erhöht um 15%, Chance beim Erleiden von Schaden 7% Gesundheit zu erhalten. 20% mehr Damage ist halt ungeil. Ist eher nicht so gut. Die Hosen ist... Da ist ja die noch besser. Dann tue ich eher die rein. Ausdauerregeneration um 10, Feuerwiderstand um 10, Gesundheit erhöht um 10, Gegenstandsgewicht verringert um 14. Aber die hat halt Gesundheitsregeneration drin. Da haben die immer noch besser, auch wenn die schlechtere Stats hat. Also schlechtere Main-Stats. Okay, die hat deutlich schlechtere Main-Stats. Ich trage jetzt die einfach mal, weil ich habe jetzt Gesundheit Regeneration. Nein, habe ich nicht da drin. Jetzt habe ich es gar nicht mehr drin. Will ich eigentlich nicht. Obwohl ich regeneriere so viel Gesundheit durchs Zuhauen. Der kann dann eigentlich auch weg. Den kann man höchstens noch rein. I felt. Gegenstandsgewicht verringert um 28, reflektiert 3% von meiner erlittenen Schaden und Ausrüstungslast verringert. Ja, der ist auch nicht so gut. Okay, dann können wir das verkaufen, das Zeug. So, das heißt, der kann weg. Das kann weg. Und der kann auch weg. Und die zwei hebe ich nur mehr auf. Und der kann auch weg. Nothing sings like steel. Warrior's only as good as his weapon. Achso.
Nothing sings like steel. Schauen wir mal, was brauche ich jetzt, damit ich meine Waffen weiter aufwerten kann? Aufwertung. Waffe. Eisenbahn hätte ich, aber Kupferbahn hätte ich aber Wolfsklar gemacht. So, muss ich jetzt los. Wünsche euch allen einen schönen Abend und bis bald. Jassi, danke dir, dass du zugeschaut hast. Und ich wünsche dir viel Spaß, dir und der Melli, beim Disney-Konzert. Bericht unbedingt, wie es war. Und einen schönen Abend wünsche ich dir. Wir machen ja nicht mal allzu lang. Ja, jetzt pass auf, jetzt schau ich mal zu dem anderen Hansel, ob ich da mal irgendwie was weiter ausbauen will. Schon mal da her. Danke, mach ich. Sehr schön. Bei mir kriegt jetzt allmählich der Hunger. Tatsächlich. So, die Eisenbahn. Ach, kann ich wieder. Das ist dumm, weil ich da einfach überhaupt keinen Platz nicht habe. Jetzt pass auf, nehmen wir mal. Lol. Ich kann nichts mitnehmen, ich kann aber auch nichts einlagern. Perfekt. Mhm. Das hat jetzt decken lassen, das passt. Wie viel Eisenbahn habe ich denn? Da steht jetzt gar nicht. Achso, da ist noch gar nichts drin. Okay, alles klar. Schau ich dann nochmal zu den anderen Zipfeladern, der wo meine Stadt ausbaut, wo sie da alles machen kann. Vielleicht gibt es ja da irgendwie Apps, dass man die Truhe da erweitern kann. Why kill men for free when you can be paid to do it? You look like the adventure. So, was schaut bei dir jetzt Phase da? So. Whittakers Herstellungshütte. Schaltet die Werkbank zur Herstellung von Möbeln und Utensilien sowie die Sägemühle zur Verarbeitung von Holz und Planken frei. Okay. Fillmore Schmiede, Stufe 3. Krähenhorst-Aufzug. Thanos wird den alten Aufzug reparieren, der einst Passagiere vom Platz bis hoch zum Krähenest befördert. Okay. Goldengerüst. Brauchst halt überall das Holz und das Kupferzeilers. Das werde ich offstream wahrscheinlich ein bisschen machen, dass ich die ganzen Collectibles da zusammenfarm und dann meine Stadt da weiter ausbaue. Weil das ist jetzt, sage ich mal, das ist für den Stream eher uninteressant. Ich kann dann aber sagen, was sich verändert hat. Aber so ist es jetzt aktuell, was das angeht, teuren, das ist jetzt auch noch nicht so bombig, im wahrsten Sinne des Wortes. Was ist denn das überhaupt? Lernen wir mal das Rezept, das meine ich war mal das Allergescheiter. Da haben wir jetzt ein paar Bomben, ja, okay, aber das... Okay, was wird jetzt noch da? Ja, was wird noch da? Spitzhacke kaufen. Spitzhacke kaufen. Damit nichts passiert. So, Kupferspitzhacke. Hat der eine Eisenspitzhackel? Wahrscheinlich ein Öl, dicke, einhändiger Streckkolben. Eisenschaufel, Eisenspitzhacke, da ist der. Rüsten wir gleich einmal aus. Gut. Dann schaue ich nochmal schnell dahinter, was es da noch gibt und dann glaube ich, lass was Gutes auf ihr heute.
Perfekt. Oh. Rennen wir jetzt zum Schluss noch einen Boss rein. Perfekt. Some of them begged. Some of them prayed. When we took their eyes and cut their throats. What the hell? But there are no gods to answer. Not even yours. Die Raven-Zwillinge. Aha, der spielt dreimal Karussell. Wie hat mir denn dieses Stripper-Kino Biomeilen weiter nehmen gewinnt? What the hell? Okay, solche macht kontinuierlichen Schaden, habe ich schon gesehen. Aber wie dodgt man den Angriff da, wo er sich 1000-mal dreht? Also einmal ist klar, aber... Okay, gerade wollte ich gerade so, ich habe noch ein paar super. Okay, aber an und für sich ist er nicht so schwer. Au. Das Ding macht halt solchen Schaden.
Perfekt. What the hell? Warum? Weiß nicht. Legendärer Gegenstand. Einhändiges Rapier. Ausdauererholung beim Parieren. Erhalte 3% Gesundheit beim Verursachen von Schaden. Füge Gegner mit niedriger Gesundheit 21% Bonusschaden zu. Warum kann ich das nicht dran? Okay, die skaliert ja. Wow, leck das. Okay, also legendärer Gegenstand hilft mir aber einen fetten Scheiß, weil der mit Magie und was weiß ich wo skaliert. Das bringt mir quasi leider skaliert mit. Ja, okay. Schade, das ist ein legendärer Gegenstand, hilft mir aber leider gar nichts. So wie das sonst da gekriegt. Seuchensekret? Menschenhorn oder Menschenknochen? Ah, okay, jetzt geht nur die Tür auf. Alles klar. Mit was auch immer ich da gerade geredet habe. Die Sprechende hat gelobt, dass das Gebirgstor sich nicht öffnen wird, bis die Pestilenz ausgemerzt ist. Uns bleibt nichts anderes übrig, als die Insel weiter zu erkunden. Tja.
Super Sache. How disappointing. Even your own history rejects you. But my purpose is clear. I have given my life to God 1,000 times over. And God in turn has made my life an arrow. An arrow pointed straight through this stone. At the heart of the rotten Kaelin. Go now, Serum. This is not your story, not anymore. Ich sag dir schon über nicht geh. Die Madrigal hat uns als Ketzer abgewiesen und geschworen, das Tor selbst niederzureißen. Hier sind wir nicht mehr willkommen, wir sollten nach Sakrament zurückkehren. Hauptsache weg von der Funzel. Gut, was ich jetzt auf alle Fälle noch tue, ist unser Inventar erweitern, weil das ist ja wohl ja direkt der Kass. Why kill men for free when you can be paid to do it? Ganz herum auf dem Turm auf jeden Fall das Seuchensekret abgeben. Und was für Inventar erweitert man? Also das nicht, weil das kriege ich eigentlich kaum noch voll. Ich darf fast sagen das, weil da... Ja, auf alle Fälle das, weil mir findet man so viele Materialien. Da macht es auf alle Fälle Sinn. Leck, bin ich an einem Power nicht eintriggert. Ja, wir haben uns jetzt schon fast gedacht, weil vorher haben wir die Worte Depp von Dosen und so weiter gefallen und wir haben uns schon gewundert, warum du die nicht meinst. Aber hast auf alle Fälle irgendwas versammelt tatsächlich. Wir haben ja gerade eben am Boss umgepimmelt. Morrigal? Sire, Master. Kaelin's stables are no place for a mind as bright as yours. Perhaps... Apologies, So, wir brauchen wir, was haben wir gesagt? Das da. Inventarplätze für Rohstoffe. Eine siebende Wumms. Genau, jetzt haben wir da nämlich 5 Plätze mehr und das macht dann doch einiges aus. Okay, Freunde der Sonne, aber an der Stelle meine Lust was Gutes auf heute. Dann haben wir das neue Gebiet erfolgreich erkundet, da die fast sagen. Und wir haben jetzt zum Schluss noch einen Boss gemacht. Also ich glaube, dass wir alles ein bisschen dabei gehabt haben für den heutigen Stream. Ich glaube, das ist in Ordnung, wenn du mich fragst. Ne? Da können wir ja dann kommendes Wochenende oder wann auf jeden Fall weiter tun. Genau. So, jetzt müssen wir schnell schauen. Wie schaut es denn jetzt eigentlich mit der Abstimmung in Discord aus? Gibt es da irgendwas Nice? Na, ist unverändert. Also wird so wie es jetzt ausschaut, die Eroberung werden. Ist ein geiles Spiel auf jeden Fall. Oder ein nice Spiel. Wenn es so bleibt. Wenn nicht, habt ihr jetzt noch bis ca. 8 Uhr Zeit, dass abstimmt. Ansonsten mal ist dann fix. Für die Leute, die es noch nicht mitgekriegt haben oder halt nicht wissen. Also gerne auf meinen Discord-Server in Aussagen reinschauen und an der Abstimmung teilnehmen. Aber ich glaube, die meisten haben nicht schon teilgenommen. Abgesehen davon. Gut, da habe jetzt noch irgendeine Benachrichtigung. Das ist was. Okay. Gut. Dann muss ich mal schauen, wer live ist. Wenn ich da noch irgendwo hinschicken kann. Ja, zum Beispiel. Passt. Freunde der Sonne, ich sag merci fürs Dasein, merci fürs Zuschauen, merci fürs Lurken, merci für die Resubs, die heute einer gekommen haben. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, es hat ein wenig Spaß gemacht. Ansonsten, ich weiß jetzt noch nicht genau, wann ich kommende Woche stream. Am Montag, also es kann spontan sein, dass ich Montag stream, es kann aber auch erst spontan sein, dass ich Mittwoch stream. Es kann aber auch blöd laufen, dass ich an keinem von beiden Tagen stream, weil an beiden Tagen terminlich was ansteht. Morgen machen wir die Erdbohrungen für Terrasse. Das machen wir abends irgendwann, aber ich weiß nicht wann. Es kann sein, dass wir es um 4 Uhr machen, kann aber erst sein, dass wir es um 6 Uhr machen.
Und am Mittwoch bin ich beim guten Freund auf den Geburtstag eingeladen zum Mittagessen. Und da weiß ich nicht, wie lange das geht. Ob wir jetzt nur Mittagessen oder danach noch zu seiner Familie von zum Kaffee trinken und dann noch irgendwo was abends machen, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Aber ich vermute mal, es wird wenn dann eher der Mittwoch. Aber das sage ich dann wahrscheinlich im Laufe des morgigen Tages oder so. Aber wahrscheinlich wird es Mittwoch auf die Nacht und eventuell Samstag in der Früh. Nein, Quatsch, Samstag in der Früh wird es nicht, weil da muss ich arbeiten. Es kann sein, dass wir die Woche noch einen Stream haben, weil Sonntag ist Tennissaison, da geht Tennissaison los. Und da werde ich abends sehr wahrscheinlich keinen Bock mehr haben zum Streamen. Aber mal schauen, sagen wir es schon. Ja, also die Woche wird es tatsächlich ein bisschen turbulenter, aber ansonsten kriegen wir das schon irgendwie gebacken, an und für sich. Okay? Genau, wir gehen jetzt zum Vibio, der spielt, glaube ich, immer nur Mass Effect, wenn man nicht täuscht, oder? Spielt der Mass Effect? Ich glaube schon. Ich glaube, dass er Mass Effect spielt. Genau. Den haben wir letztes Mal schon geradet, gern Liebe da lassen, wer es noch nicht da hat. Das Mod bei mir kennt sich technisch hübsch gut aus. Und ja, ist ein sehr netter Kerl, also unbedingt ein bisschen Liebe da lassen, wenn es geht. Raid Command haben wir auch für Subs und für Non-Subs gern das kopieren und dann beim Vibio einfügen, was braucht. Und dann da ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Ich mache mir jetzt dann was zum Essen, hau mich noch ein bisschen auf die Couch und gehe dann in die Arbeit. Und kommt mir morgen gut in die neue Woche. Wie gesagt, ein Streamplan, den erstelle dann noch im Laufe des morgigen Tages oder so. Also es kriegt auf alle Fälle Bescheid. In diesem Sinne, Leute, merci für euch und bis die Tage. Servus.